Ja, jetzt drückt man da mal gemütlich auf Start und dann hoffen wir, dass alles funktioniert, Kinder. So schaut das aus. Bitte sagen Sie mir, dass der Stream starten kann. Und bitte sagen... Oh, dann gemütlich auf Start und dann hoffen wir, dass alles funktioniert. Ah, jetzt sind wir also dumm mit den Treiber. Mikrofontest, hallo? 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 Jetzt sind wir also hallend oder der Herr Miblos selber so hallend? Mikrofontest, hallo. Mikrofontest 1.5, hallo. Hall. Echo, ah. Und was liegt denn jetzt das wieder? Ich hab doch keine Ahnung. Was? Besser? Mann, was liegt denn das? Das haben wir noch nie gehabt. Jetzt haben wir die, was ist denn das? Jetzt halt besser? Bip, 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 bip. Besser? Mann, was liegt denn das? Mann, was ist denn das jetzt wieder, Alter? Ich weiß nicht, was das liegt. Ich sag's dir freiwillig, was ist, ich hab keine Ahnung, was das liegt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt gar keinen. Warte mal. Eines diese scheiß Kameras oder was? Monitor, Unterausgabe, nur Monitor. Ausgabe, Dummschalten. Nur Monitor. Wieso hier? Wieso hier? Es ist da der Österarmer Osterama, Mann mit erhobenem Arm. Ja, wie auch immer dieses Merci, Schluss mit Donations, irgendwas ist schon wieder hier und keiner weiß warum. Merci, wie auch immer das was. Test. Ja, wie auch immer. Oh, Schluss, Alerts aus. So, wie soll ich nicht mit Scheiß Alerts ausprobieren, ob der Sound geht? Ihr Affen! So, nochmal. Ja, wie auch immer. Oh, Schluss, Alerts aus. So, wie soll ich nicht mit Scheiß Alerts ausprobieren, ob der Sound geht? Ihr Affen! Offensichtlich. So, nochmal. Ich glaube, es funktioniert. Ja, wie auch immer. Ich glaube, es funktioniert. Rage-Test. So ein Rage-Test. Ich glaube, es passt. Was in der Zeit, wann nehmen die scheiß Webcams scheiß Ton auf? Was ist das? Haltet den Maul! Er ist mir eingeschrien und geht's wieder. So! Tröte wo? Ich Bürger, Freitag 20, leck mir am Arsch! Scheißdreck Zusammenstipsel! So, jetzt halt. Muss ich aber noch schnell Mr. Black Creeper, Mr. Alex, Mr. Timmy Boy und noch den Franz noch schnell. Bussi aufs Nussi, merci dir. So, Schluss jetzt! Und es wiederholen wieder was her. So, grüß Gott beieinander. Wie Sie sehen, da mich jetzt noch gerne interessieren, haben wir 1440p. Bitte sagt es mir. Muss allerdings heute nicht heißen, dass das Beutel unfassbar viel besser ist, weil wie gesagt, es ist ein scheiß Webcam, da ist das Beutel generell nicht so geil. Schluss jetzt! Wer ist in der Haus? Wer ist in der Haus? Ich hab bloß Nippelklötze jetzt haben, was? Der Sesselsee! Zeit ist aber geworden. Ja, 1044p! Nice! So, ich hab natürlich, wer war das? Das war der Andal. Merci dir für den Reset. Bussi aufs Nussi. So, sofort Schluss mit Donations. Das ist die Woche sowieso sauber krass eskaliert. Jetzt machen wir erstmal das Wichtigste. Es ist unfassbar heiß schon wieder. Wie aber ich schmecken können, wie ich am Freitag oder letzten Sonntag am Freitag einen Stream angekündigt habe, dass es heute schon wieder 400 Grad hat. So ein fetter Nasenraum, ja. So ein furchtbar Junge. Köstlich. So, falls es übrigens irgendjemand interessiert, warum dann letztes Mal nicht 1440 gegangen ist, man muss da grundsätzlich seinen Stream-Key bei YouTube ändern. Das wusste ich nicht am Mittwoch. Dennoch habe ich mir das VOD angeschaut vom Mittwoch, das war schon gescheit viel besser, als das früher der Fall war. Ja. Wie schnell rinnt dein Arschwasser? Ja! So ein Fett! Weißt du, was ein kreiselig ist? Ich habe bloß den scheiß YouTube-Chat da, den verzögerten. Da kann wieder kein Mensch irgendwas lesen. Das müssen wir auch anders machen. Und dann werden wir sofort anfangen mit umeinander zusammenstipseln, ja? Sonst wären wir nämlich nicht fertig. Ist das Battle okay?
Ich weiß schon, mein Kopf ist leicht abgeschnitten, ist ja klar. Ich meine, du musst ja da was sehen. Und dann schaltet man um, dann sieht es wieder von oben da, das ist so wie das da links unten. Ich habe mich halt da Ewigkeiten gespielt, das ist jedes Mal ein Scheißdrecksprozedere, da diese behinderte Drecksscheiße da aufzubauen. Das ist zum Kotzen! Kotzen! X-Button! So, das weiß ich auch. Ich probiere jetzt einmal den anderen YouTube-Chat, weil das ist eine Vollkatastrophe da. Sehe ich da mehrere. Da sehe ich mich wahrscheinlich sogar selber. Sehe ich mich da selber? War ich nicht. Sehe ich mich da selber? Aktualisieren. So, wieso sehe ich mich da nicht selber? Wieso sehe ich mich da nicht selber? Live in 64 Minuten, bist du behindert? Computerding. Der Gerät. Drückst du? Ja, sag ich mir selber, das ist schön. Das ist schön. Ich mich zwar mit derselben Verzögerung wie ihr nie, aber das ist okay. Foxy Boy war das wahrscheinlich, oder? Nein, war nicht. Wir waren das wieder der Auf, der Bondlands, der Macke, Messe, Bus, So, grüß Gott beieinander. Der Jacke, am Postmann kann ich lesen, das ist schon gescheit klar. Grütze, fix nochmal. Muss es ein bisschen vierer schirmen. Nein, wir haben noch nicht ready. Machen wir so. Das ist besser für mich. So, steht das jetzt da bei ins Bettlein? Ja, ein bisschen. Ist nicht so tragisch. So, jetzt kann ich was lesen. So, habe die Ehre an den Jacke, den Bossmann, den Hüter, den Jacke. Den Erwaff, den Herrn Julian, den Mike, den Herrn Bugi, Jodelmax und dem Sprengi natürlich. Wir schreiben einfach größer, stimmt. Ab heute ist Caps Lock erlaubt, damit ich es besser lesen kann. So, Freunde der Sonne. Erst einmal grüß Gott beieinander. Das ist einmal das allererste. Ich glaube, das Licht ist einigermaßen passend. Das schaut alles ganz passabel aus. Es war ich habe, glaube ich, eine Stunde lang diese Lampen umeinander geschoben, bis die Scheiße dann nicht mehr gespiegelt hat. Ich kriege jetzt dann gleich einen kompletten Schlaganfall. Aber gut. So, was wir heute tun? Wir haben ja vor meiner kurzen Sommerpause mit dem BD1 angefangen. Den haben wir nicht fertig gemacht. Jetzt brauchen wir heute seinen Kopf noch. So, Schluss jetzt! Wenn ich alle 5 Sekunden da noch umschaue. Foxy Boy, sauber, scharf bist, am Riesen-TV. Ja, ich darf mich auch lieber selber angreifen. So, unterm Tisch darf man das. So. Da reden wir übrigens am Sonntag im Podcast drüber. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wo jemand sein gespreiztes Arschloch in die Kamera hält. Aber sagt es kaum und da Enthaarungscreme einschmiert. Herzlichen Glückwunsch, YouTube. Aber unser Podcast wird nicht monetarisiert. Gratulation. Liebe Boy, merci dir, grüß zurück. Auch auf ein Merci und der Rest merci. So, Schluss jetzt mit der scheiß Donetterei. Ja, dann da die sagen, Freunde der Sonne, da die haben wir gar nicht lange umeinander. Hoppala, da ist ein Stopsal. Stopsal, das haben wir da in Schachtel rein, damit wir uns auskennen. Der Ton ist hoffentlich auch ganz passabel. Das ist unsere Anleitung. Jawohl, die scheiß Schachtel, die brauchen wir nicht. Wo die haben die hin? Die haben die dabei da platzieren. Ah, das ist okay. Oder kann ich wieder nichts lesen? Die haben wir da her. Schön. Ja, schön, das ist schön. Schön im Hintergrund, schön aus Versehen Werbung für fucking Lego More. Karottchenbar, im ersten wieder eine 6 Euro. Beta-Carotin ist gut für die Augen, also holt euch Karotten. Die haben beim Aldi übrigens gerade im Angebot. Hab ich einen Backel mitgenommen. So, dann machen wir das folgendermaßen. Zack, das Bündchen, da schaut man mich um. Ich krieg mein Stream Deck leider nicht bis da oben. Das ist halt heute, das ist einfach... Ich hab da kein festes Setup dafür. Wenn man mir das noch... Lasst es mich wissen. Ab in die Kommentare im VOD, im Nachschau-Squad. Soll man das über den Winter öfter machen? So als Wochenende, Langzeitstream, dauert meistens länger als 2 Stunden dann. Dass wir uns größere Projekte oder lauter kleine aussuchen und dann machen wir am Wochenende sicher eine Streamereien. Das ist ja ganz gemütlich. Ich mag ja das auch, sonst da ist ja nicht da. Und heute ist der einzige Grund, warum ich heute da bin, damit ich nicht wieder fortgehe und mich volllaufen lasse bis unter das Dach. So mal das Allerwichtigste. Allerdings ist heute das Wetter auch brutal schön. Es ist Freitag, es ist Volksfestzeit. Ich erwarte heute keine recht große Zuschauerschaft. Ist auch völlig in Ordnung. Das ist mir total wurscht. So, ich hoffe, Sie sehen etwas. Wo haben wir stehen geblieben? Ungefähr bei der Mitte. Wir erinnern uns dran, das ist unser Progress-Bar. Leute, Schluss jetzt mit der Donetterei! Ah, das ist der Karöttchenbar jetzt. Alter, hat diese lange Verzögerung. Das sehe ich da im YouTube-Chat schon lang. Das ist ein Wahnsinn. So, da haben wir stehen geblieben. Peng, peng, Motherfucker. Wer ist denn das wieder? Der Fabi! Wer sagt dann bitte Karotten? Das sind gelbe, das stimmt. Das stimmt, das müssen wir ein Karotten... Ja, heißt aber auch Karöttchenbar. Das ist schon okay. Der darf das. Karotten sagt aber wirklich keiner. Das ist richtig. So, wir haben das sonst gemacht. Ich hab das da so irgendwie platziert.
ihr müsst aufpassen, ob ich schon die richtigen Steine da raus tue und dann sagt uns das Ding, ich darf einfach sagen, wir fangen mal an. Wer den letzten Stream nicht gesehen hat, der ist ja schon 4, 5, 6 Wochen her, keine Ahnung. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bauen wir das Scheißding endlich einmal fertig, damit ich es vom Schreibtisch wegräumen kann und irgendwo hinstellen kann. Finally! Wir brauchen Tüte 4, das ist die falsche Tüte, das ist Tüte 5. Tüte 5, die haben wir da her. Das ist Tüte 4 und das ist Tüte 6. Tüte 6, Tüte 4, wunderschön. Ich sehe schon links unten, darf ich keine Steine nicht her tun, sonst könnt ihr mir beim Suchen nicht helfen. Die Hauptsache ist, man sagt nicht Möhre, weil ich habe gerade noch überlegt, was es noch für Begriffe für gelbe Rüben gibt und ich habe gewusst, dass es noch eins gibt, aber dass ich auf Möhre komme, habe ich nicht geschafft. So, jetzt schütten wir die Scheiße da mehr aus, wenn ich mich da so richtig daran erinnere, dann war das in größere Stickerl, mittlere Stickerl und kleine Stickerl unterteilt. Das werden wir sauber da umeinander platzieren, das sagt er ich. Und ich hoffe, dass es nicht spiegelt. Ist alles hell genug und man sagt, ja, ich glaube, ich sehe es da, das soll jetzt schon passen. Es sollte schon passen. War ein wenig ein Geschiss, sag ich dir, wie es ist. So, die großen Platten, die tue ich da rechts sauber, die braucht ihr nicht sehen, die sehe ich von selber. Da muss mir keiner helfen. Ja, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Das schaut da ganz stabil aus, ein bisschen auseinanderpfriemelt, der fette Rahmen, in dem wir da rauf. Und dann haben wir diese Dinger da. Das sind die ganz kleinen und warum die da nochmal separat abgepackelt sind, das weiß keine Sau. Ich darf jetzt einfach mal vorschlagen, das machen wir da her. Warte mal. Ja, damit wir mir noch nichts verschmeißen, weißt du es eh. Köberruhen! Easy peasy, stabil, jo, ey. Latenz sagt übrigens 2,2 Sekunden, auch nicht schlechter als bei 1080p. Herr Sprengi, danke für die, ich bin schon wieder zu wenig dahinter, dass ich da nachfrage. Ich hoffe, es ist alles cool. Ist der Chat rechts unten, den habe ich auch neu machen müssen, den Mini-Chat, wenn wir Videos anschauen oder wenn wir jetzt sowas da machen. Den habe ich auch neu bauen müssen für die neue Auflösung. Ich hoffe, der ist groß genug. Habe ich auch ewig umeinander geschissen, bis der einigermaßen ausgeschaut hat. Er hat halt diese kreislige Verzögerung. Was da einmal eine Option war, ist, dass ich mich eventuell wirklich einmal bei Tippy Stream oder irgendeiner anderen, die typischen Streamer-Plattformen halt, mit Tippy Stream, Streamlabs halt. Was gibt's denn da noch so? Streamable, glaube ich. Stream Elements, keine Ahnung, die haben normal auch so Chat-Widgets und vielleicht haben die weniger Verzögerung. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es an der YouTube-API liegt und die ist bei allen gleich schnell oder beziehungsweise gleich langsam. Darum, ja. So, Karottchenbauer, nochmal Merci für den Zwölfer. Die Karotte, in Klammern, Daucus carota subsativus, auch bezeichnet als Möhre, Möhrrübe, Gelbrübe, ist eine nur in Kultur bekannte Form der Möhre. Daucus carota, innerhalb der Familie der Doldenblütler. Das ist wirklich definitiv in die Kategorie unnützes Wissen einzubauen. Aber ich habe jetzt schon wieder alles vergessen, weil da so viele lateinische Begriffe drin sind, dass ich einen Schlaganfall kriege. Herr Gerhardchen-Bauer, Bussi aufs Nussi, merci dir. So, jetzt haben wir bitte noch, weil sonst brauchen wir ewig. Wir haben bei Schritt... Oh, da unten. Wieso geht's da links unten los? Lest bei mir einen Manga oder was? Er liest es noch vor. Habt ihr einen Donation-Sound? Das darf mich jetzt noch interessieren, weil jetzt läuft der Sound ausnahmsweise mal über Boxen. Weil sonst höre ich nichts. Ich mag mich da nicht mit dem Headset hier sitzen. Das war noch ganz nice to know. So, wir brauchen das Klump da. Dreimal so einen schwarzen Hammi mit so einer Stufen drin. Das ist das Ding und das Ding. Und dann müssen wir das so da drauf pflanzen. Da fangen wir mir jetzt dann da. Das sagt der ich. Der feuchte Traum von jedem, der mit Pflanzen zu tun hat. Ja, ich glaube auch. Haben wir Botaniker? Ja, oder gibt's das eigentlich als... Was macht der Botaniker so von Beruf? Haben wir schon bei 183. Was tut denn der so den ganzen? Womit verdient der sein Geld? Das weiß absolut keine Sau. Wir haben übrigens dabei gerade seinen Kopf zum Basteln und ich habe absolut keine Ahnung, warum man da den Kopf im Ganzen von unten sägt. Wird schon passen. So, 184, da sind wir. Brauchen wir das ein bisschen auseinander da. Jetzt brauchen wir die eckigen Drilling-Dinge. Wir kennen die. Da haben wir einen mit den, einen mit den. Und dann brauchen wir die abgeschreckten Hammen, die unten, das ist ein Eckerl abgeschrecktes Ding. Dann nehmen wir da so hier. Dann brauchen wir das Ding. Schaut Gras beim Wachsen zu. Ja, Herr Online-Farmer, merci für den Reset. Der Bierhof, dir geht's gut. Bin gerade beim Saufen, hab heute Geburtstag.
Herr Online-Farmer, alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe subtile, weil normal mache ich mich ja lustig über subtile Hinweise auf Geburtstage, aber du sagst einfach, ich habe heute Geburtstag. Alle im Chat, alles Gute an den Online-Farmer, wer nicht mitmacht, ist der Letzte! So schaut's aus. So, Schritt 84, einfach mal im Vorbeigehen abgeschlossen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn wir beim Panzer einfach ewig gebraucht haben. Lull. So, jetzt brauchen wir noch mit die mit der Stufen drin. Die haben wir schon gerade. Seht ihr eigentlich die ganze Anleitung? Ja. Und die soll halt übrigens auch unfassbar scharf sein. Ja? Wer die jetzt nicht sagt, dem kann ich auch nicht helfen. Schluss jetzt mit der Donaterei! ND des Oana stoen L aufs Online zum Geben over aufs richtige ND aufs Foische des Beiget gleich Moi Smiley mit Freudentränen. nicht zum Geben, aber aufs richtige ND das Falsche ist was Mr. Drehtex-Mess. Danke für den super hilfreichen Hinweis. Der war richtig gut. Wir haben übrigens schon bei 186, aber sagt es keiner. Das schaut mir alles ziemlich instabil aus, also mir. Die sind neu bloß mit 2 Nippel da festpickt. Das schaut mir sehr instabil aus, Mr. Lego. Da dürfen wir uns jetzt aber schnell was einfallen lassen. So, jetzt brauchen wir so ein kleines graues Ding, das habe ich noch gar nicht gesehen. Mit so einer, Achtung, in fucking Full Super 2K HD mit so einem Hagel dahinter. Schaut aus wie ein Snoot. Nur, nein, halt, stopp, das ist die Feder. Soweit kenne ich mich dann. Nein, ich kenne mich nicht aus. Sagen wir es, was es ist, ich kenne mich nicht aus. Habt ihr schon mitgekriegt, wie Diablo-Season ausschaut? Wo haben die Diablo-Suchtel? Also, da ist ja wirklich in jedem Bauschritt braucht man ein Storndl. Was ist da, komm mal, was? Ja gut, sonst verbaue ich mich wieder. Was ist. Da brauchen wir den roten Teufel. Der hält der Steine schon wieder sagen, Farbseuche, Kinder, Farbseuche! Pfui Teufel! Da haben wir einen beigen. Ich sage jetzt einfach, dass der beige ist. Was hab ich denn da jetzt schon wieder zusammengebaut? Das ist ein totaler Schmarrn. Birger, totaler Kass, Storndl vergessen. Warum weist mir da keiner drauf hin? Das hat beim Panzer besser funktioniert. Sag ich euch, was ist. Online-Farmer! Can I get a higher? Higher? So, der 190er Bauschritt. Fucking finally. Brauchen wir mal ein bisschen mehr. Mr. Online-Farmer, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Sonst gibt's eine auf den Arsch. So, wir brauchen einmal wieder so ein Federding. 1x3 grau. Dann so schwarze Stufen. Dann brauchen wir einen weißen Sechser, einen weißen Langer, den hab ich auch. Einen weißen Zweier, 2x ein weißes Rechteck. Haben wir auch da. Flop, flop. Und 2 einzelne. Warten die einzelne? Haben die einen Nippel, die einzelne? Ja, tatsächlich haben sie. Und wo sind die? Da ist einer. Da ist einer. Und da ist der zweite. Seht ihr das kommt da oben überhaupt? Ja, seht's. Glaub, wird nicht so schlecht. Bei der Diablo-Season waren wir, gell? Ganz ehrlich, von der ersten Season erwarte ich mir nicht recht viel. Es kommt eine neue Mechanik. Dieses Corruption-Zeug und im Prinzip neue Items, auf denen ich im Prinzip eigentlich Legendary Traits drauf sein können. So, habe ich jetzt das eine graue drum verschmissen. Ne? Auf dem Legendary Traits drauf sein können. Und Blizzard hat in einer, ich nenne es jetzt einfach mal Pressekonferenz, hat ja geäußert, dass sie ganz gezielt haben möchten, dass Broken Builds rauskommen. Das bedeutet, dass es halt irgendwelche Builds und Skill-Zusammensetzungen und Item-Zusammensetzungen gibt, die so übertrieben stark sind, dass alles wurscht ist. Und da bin ich gespannt. Es gibt neue Items, die kann man in Sockel einfügen, lass mich kurz überlegen, ins Amulett und in die beiden Ringe, und die droppen in einer bestimmten Spielmechanik innerhalb vom Spiel. Aber das ist halt nur in der Season. Das heißt, du musst einen neuen Charakter anfangen. Da haben sich ja sehr viele Leute beschwert. Hauptsächlich Neulinge im Action-RPG-Genre. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, wenn du noch nie in deinem Leben Action-RPG gespielt hast. Das ist natürlich dann ein bisschen behindert, wenn du neu anfangen musst. Aber that's the game. Das war schon immer so, und ich finde das auch gut, weil das jedes Mal wieder Spaß macht, wenn sich das Spiel ändert und wenn man von vorne fängt. Du musst halt einfach dafür sorgen, dass du nicht alle, also so mach's ich zumindest, dass du nicht alle Charaktere von Tag 1 wegspielst, wie er behält. Nur, wir müssen das Ganze zweimal bauen, sage ich das richtig, ja. Nur ein Necromancer gespielt, ich hab was anderes gar nicht angeschaut, nichts zu kaufen. Dann wird übrigens auch der Battle Pass freigeschaltet. Haben wir schon wieder, warum passt von euch keiner auf? Das ist verkehrt rum, Kinder.
Warum passt denn da schon wieder keiner auf von euch? Muss ich wieder alles selber machen. Kruzifix. Mein Panzer hat das besser hingehauen. Da waren alle Steine grau. Da hat man nichts gesehen. So, 4-mal schwarze Zwaring. Ja, also mehrere habe ich mir. Ja, kurz, soweit ich es zumindest verstanden habe, das System der Season zu erklären. Das sind so Corrupted Bubbles, so Lettendinger am Boden, die kennen in der Open World sein und es gibt da spezifische Dungeons dafür. Und da prügelst du rein und dann droppen bestimmte Orbs, die du, ich nenne es jetzt einfach Orbs, ob die so heißen, nennen wir es einfach mal Corrupted Orbs, die kannst du dann sockeln in der Amulette und in deine Ringe. Und da haben im Prinzip sind da Legendary Traits drauf. Das heißt, das kann ziemlich übel eskalieren. Ziemlich übel eskalieren. So, jetzt müssen wir das da mal schnell richtig machen, damit ich da Und da bin ich gespannt. Und ja, sie haben auch schon gesagt, dass diese Steine dann nicht ins Eternal Realm übernommen werden. Also wenn eine Season endet, nach 3 Monaten meistens, also es ist so gang und gäbe, dass eine Season 3 Monate lang dauert, wird die in das sogenannte Eternal Realm übernommen. Das bedeutet ins normale Spiel, also ins nicht saisonale Spiel. Da hast du dann deinen Charakter drin, aber Blizzard hat schon gesagt, diese Items und diese Spielmechanik wird nicht übernommen. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil normalerweise, wenn das gut ankommt und so, dann wird das ins Hauptspiel übernommen. Von Season zu Season. So entwickelt sich das Spiel weiter. Und so können halt auch Leute, die einfach keine Zeit oder keinen Bock auf Season haben, auch diesen Inhalt spielen. Und das finde ich ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich brauche jetzt 4-mal die schwarzen Dinger mit. Ich wollte jetzt gerade überlegen, wo die hingehen. Ich habe da vorne frontal ohne geschissen. Muss ich mir sagen, das habe ich gar nicht gesehen. Dieser Moment, wenn am Ende Klötz übrig bleiben. Da bleiben immer Klötz übrig, ein paar kleine, vor allem von denen kleinen Wutzel da. Ich habe da hinten auch noch welche im Schachtel drin, das grenzt eher noch Wunder, dass die da 6 Wochen, ich meine, ich habe 3 Katzen, zum Kontext, dass so kleine Steckerl da, die haben jetzt seit 6 Wochen lang da auf der Schachtel drauf gelegen, dass die noch da sind, das wundert mich extrem. Aber wir kommen gut voran, 195. Wo geht der hin? Jetzt müssen wir es wieder umdrehen. Machen wir so hier dran und dann geht das da so auf, ja. Also, dass man das auch so viel lauter so kleine Steckerl zusammenbauen muss, das kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen, aber dieses Wunder der Klemmbausteinwelt ereilt mich immer wieder, dass auf einmal so flupp und auf einmal ist fertig und keiner weiß, wie sie es gemacht haben. So, da herum sind wir bei 196. Und er sabbelt über Diablo 4 und kriegt nichts mit. Was kriege ich mit? Wieso? YouTube war kurz kaputt. Was? War ich kurz weg oder was? Ich meine, ich sehe mich da nur zwar genauso verzögert wie ihr seid. Ich winke jetzt mal. Schauen wir mal schnell, wie die Verzögerung ist. Birgers Stream war kurz kaputt. Ja, so 10, 15 Sekunden ungefähr. 30 Sekunden Stream-Aussetzer! Das ist nix. Jetzt darf ich gerne nachvollziehen, warum. Ist mein Internet abgehackt oder YouTube einfach einen Aussetzer gehabt? Keine Ahnung. Ja, egal, ich hab nichts mitgekriegt. Keine Ahnung, ich laber einfach weiter, das wird schon passen. So, wir brauchen die weiße große Platten. Die ist aber beim Held der Steine, die habe ich gern gesehen, glaube ich. So einen roten Zwarer. Dann haben wir so abgewinkelte. Aber wer war denn das? Warte mal. Timmy Boy! Merci dir! Schluss jetzt mit der Donaterei! Schluss! Aus! Pfui Teufel! Sport ist euch meinetwegen für Montag, was weißt du nie, was der jetzt. So, jetzt. Brauchen wir grau, rot, haben wir da. Dann muss der Teufel da so drauf und der Teufel da so drauf. Schaut gut aus. Dann muss vorn das weiße glatte Ding drauf. Und dann, oh, wir haben noch 2 Steine vergessen und zwar, da haben wir so Steine. So Steine mit einer glatten Nut drin, da werden wahrscheinlich jetzt dann die Henkel da wahrscheinlich irgendwie ein... Ach, Moment einmal, man kann ja... Oh, der hat ja ein kleines Facherl. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was wir wieder bauen. Wir haben ja da so ein Stimpack... Oh, das ist ja cool. So, jetzt passen wir auf. Und zwar gehört das Ding... das gehört von hinten, dann noch so da einer. Pass auf, da, Nut und Feder, das ist wie ein Schubladen, schau hin. Da hat sogar einen Stopper drin, schau hin. Hat sogar einen Stopper. Haben wir einen Schubladen gebaut. Sehr schön. Schaut ein bisschen unbeholfen aus, aber wir haben da ja Runden mittlerweile. Okay.
gar nicht, werden schon weniger. Erst die erste Tüte ist gleich fort. Das sagt der, wie es ist. So, jetzt brauchen wir einen Haufen Chlorklump. Was komplett weg. War nur einmal 16er Leitung, scheiß drauf, wird schon nochmal auseinanderbauen von vorn. Dann war es nicht nur bei uns kurz weg. Wurscht, jetzt geht's ja wieder. Ja, mich würde jetzt natürlich interessieren, ich glaube, es müsste bei OBS so ein Protokoll geben, was passiert ist, ob jetzt da wirklich meine Verbindung, mein Upload-Speed irgendwie abgekackt ist oder so. Man weiß es nicht. Hauptsache ich bin wieder da und es fängt nicht einfach ein komplett neues. Es ist ja nur derselbe Link vom Stream, oder? Franz, richtig, Schubladen, nee. Ja, Affen. So, das nehmen wir wieder ein bisschen zusammen. Wir brauchen so ein abgeschrägtes Ding. Dann haben wir das da und ein abgeschrägtes Ding in Rot. Da haben wir auch bloß eins, das ist das da. Und ein abgeschrägtes Ding in Grau, das ist das da. Und ein abgeschrägtes Ding in Weiß. Das sehe ich aber leider Gottes nicht. Seht ihr das irgendwo? Ein 2-Brots abgeschrägtes Ding. Da ist. Im anderen Titel, das macht überhaupt keinen Sinn nicht. Lego, was machen Sachen, bitte? So, das weiße, ist das weiße Teil da? Ja. Ja gut, dann müssen wir da wieder anfangen. Naja, das sind jetzt ein paar so, das sind so Details. It's 16 time! Walleck, weißt du, was mir geschaut hab? Jetzt bei so 8. Das ist ja währenddessen ich im Urlaub war, ist das gelaufen und ich hab nichts mitgekriegt davon. Ich frag mich, warum YouTube das mir nicht empfiehlt, diese Arschlöcher. Und zwar, wir hatten Bethesda, Xbox, Microsoft Showcase gesehen. Mit Starfield. Ich weiß, Bethesda-Präsentationen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber Starfield schaut schon richtig. Da wird, ja, exakt, Sprengi, da wird das Höschen feucht. Da wird es sehr feucht. da wird es wirklich sehr feucht. Holy shit, hab ich da Bock. Ich fürchte, da habe ich eine ganz schlechte Nachricht für euch. Und lustigerweise kommt Starfield am 6. September. Das ist am Montag davor, ist der erste Stream nach der Sommerpause. Und dann fürchte ich, werden wir mir ab Mittwoch einen Starfield-Marathon einleiten. Haben wir da ein Problem damit, Kinder? Sonst sehen wir mir von dem Spiel nichts. Das ist halt so ein richtiger 500-Stunden-Schinken wahrscheinlich. Wir werden sehen. Leider kommt Starfield nicht für PS5 raus. Ja, weil es nicht packt. Hoffentlich. Das ist aber komisch. Kommt das... Ja, halt mal. Die PlayStation ist ja Sony, ist ja klar, und Microsoft wird sich wahrscheinlich die Exklusivrechte daran sichern und Recht haben's. Das macht Sony nämlich ganz genau. Also da braucht sich jetzt keiner beschweren. Kinder. Ich kann nicht, ich muss selber spielen. Ja, das macht Sinn. Man kann es ja nebenbei laufen, ich bin ja sowieso langsamer wie ihr. Allein schon durch den Stream und weil ich ein bisschen ein Behinderter bin. Aber, ja. Diese Titel dürfen sie nicht verscheißen. Ja, das macht aber Bethesda am laufenden Band. Es gibt eigentlich immer Probleme mit Bethesda Games am Anfang. Werde dafür ein Grafikkarten-Update kaufen dürfen. Ja, das habe ich im Februar schon erledigt. Da haben wir auch einen Stream gemacht, da waren ja auch einige. Aber das ist auch schon wieder 4 Monate her. Vor 4 Monaten haben wir den neuen PC zusammen. Was ist denn mit der Zeit los, Mann? Also langsam nimmt es schon Ausmaße an, dass man die Kotze aufkommt. Ich sag das, wie es ist. Ist schon krass. Das ist das, wo vor uns, oder vor mir wahrscheinlich, sind ja bei euch auch nicht alle so alt, aber einige sind so alt wie ich und teilweise älter. Es ist ja das, wo vor allem unsere Eltern oder meine Eltern immer gewarnt haben, ja, tu dich nicht runter, die Zeit vergeht noch schnell genug, du bist noch schnell genug 18, du bist noch schnell genug 30, du bist noch schnell genug 40. Und jetzt, wenn ich mal so auf die Uhr schaue, denke ich mir so, Grütze, fix, kannst du mir den Fotzen halten jetzt? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Was, Marathon, wann muss ich wieder Urlaub nehmen? Timmy Boy, nein, nicht so. Das war mir eine große Lehre. Ich muss nochmal. Der Diablo-Marathon war wirklich cool. Das hat mir wirklich taugt und ich hab wirklich Bock gehabt. Ich hätte wirklich wollen. Habe ich das eigentlich erzählt in dem Stream, wie dermaßen heiser ich am Mittwoch war? Am Mittwoch. Ich habe ja am Montag auf die Nacht zum Streamen aufgehört, weil ich nicht mehr kennen habe. Ich habe nicht mehr schmatzen können. Und am Mittwoch bin ich aufgestanden. Ich habe mir dann gedacht, am Dienstag, okay, es geht gerade noch, es ist anstrengend, ich spüre es natürlich, aber gut, dass wir jetzt aufgehört haben, etc., etc. Und dann wache ich am Mittwoch auf und denke mir so, und es hat so weh, dass ich fast verreckt war. Da habe ich mir gedacht, ja toll.
Lass mich kurz auf die Uhr schauen. Ja, in 24 Stunden fliegen wir in Urlaub, das wird super. Dann, Emolkal, Neoangin und Ricola-Gürtel liegen alle noch da. Da habe ich schon gemeint, Kimme, leck mich am Arsch. Leck mich an meinem Arsch. Ich rast aus. Alter Jammerer. Alter Jammerer. Kannst du ja gerne mal, kann ja jeder gerne mal selber ausprobieren. Es sind übrigens genau die Leute, die dann, seitdem muss ich sagen, ich muss einfach sagen, meine Hochachtung an Fulltime-Streamer, das mache ich nicht nochmal. Das sage ich dir, was ist. Gut, das erklärt auch ein bisschen, warum andere Fulltime-Streamer nicht so energisch und laut und durchgehend sind, sondern einfach einmal eine Minute das Maul halten. Das tue ich halt nicht. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass wir das da unten ohne bauen müssen, ihr Klappspaten? Hä? Weil wieder keiner aufpasst für euch. So schaut's aus. Emolkal, Wildkirsche für Kinder, lecker, die haben geil, die sind aber auch Gürtel. Die sind keine Hustengürtel, die sind Gürtel. So, jetzt haben wir das da rein. Und dann haben wir noch 2 graue mit einem Loch drin. Jawohl, die kommen da auf die Seiten rein. Und dann, glaube ich, haben wir mir so ein kleines. Warum geht jetzt der da nicht rein? Geht schon. Ja, dann haben wir da das Schubladerl, das nicht weiter 4 und nicht weiter zugeht. Und da kommt später ein Stimpack rein. Was ist das Stimpack? Das Stimpack ist Teilungsspritzen im Spui. Finde ich ein sehr nettes, kleines Detail. Muss man auch mal sagen, wenn mir etwas gefällt. Alle anderen schimpfen ja bloß den ganzen Tag über Lego. Ich schimpfe über den Preis, sage ich dir ganz ehrlich. Der Preis ist eine absolute Frechheit. Ich habe es übrigens in, Achtung, Werbung, muss ich wahrscheinlich dazu sagen. Es ist nicht markiert, aber es ist mir jetzt auch scheißegal. Ich werde das Ding nachbauen, wo ich habe es in Amazon verlinkt. Er ist aber nicht ganz billig. Und wenn ich es nicht von der Steuer absetzen kann und wenn man da nicht einen Stream draus machen kann und wenn es nicht einen Content abgeben würde, wo wir uns ein bisschen unterhalten und gemütlich, dann hätte ich mir das niemals kaufen. Niemals. Niemals. Das nächste Mal, das ist das einzige Lego-Stickerl, das wir mir basteln werden. Ansonsten werden wir uns wieder an Kobi und was war das andere? Was war der Panzer? Ich glaube Mold King und so. Halten, billiger, mehr Teile, coole Modelle. Das ist halt jetzt ein Star Wars drum. It is what it is, legt mir am Arsch, wird schon passen. So, das Ding müssen wir jetzt da oben, seht ihr da davon noch was? Ja, das gehört jetzt da so auf. Das müsst ihr jetzt da auch nicht so unfassbar gut sehen, weil es lauter kleine einzelne Mini-Sticker sind. Kriegt man den nicht auf MMOGA? Nein, den kriegst du nicht auf MMOGA. Und ja, übrigens, das ist ein Affiliate-Link für Amazon, also wenn sich jemand das Ding da unten kauft, dann habe ich eine Kleinigkeit davon, Dankeschön, bla bla bla. So! Jetzt müssen wir da irgendein weirdes weißes UFO-Teil bauen. Wir brauchen auf alle Fälle die große weiße Platte, das weiß ich. So, Bauschritt 111, große weiße Platte zurechtlegen. Das haben wir geschafft, das kriegen wir gerade noch hin. So, dann brauchen wir die zweimal die glatte Platten und ein Vierer. Und dann müssen wir das so machen. Ich habe letztes Mal ein Video vom Held der Steine angeschaut, der sagt, also sonst schimpft er immer sehr, sehr viel über Lego. Und letztes Mal hat er so eine Betthöhle mit Bettmobil zum Aufklappen. Eigentlich schaut es ziemlich cool aus. Vorgestellt und da hat er Lego sehr stark dafür gelobt, für die glatten, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt, das ist mir auch scheißegal. Für diese glatten Platten. Da sagt er, niemand macht die besser wie Lego. Und das höre ich wirklich extrem selten sagen, wenn ich mir mal anschaue. Also wirklich extrem selten. 78 € geht doch noch oder ist das kleiner als ich denke? Habe ich irgendwas zum Vergleich? Ja, habe ich. Au! Au! Du Wichsstände! Also das ist sein Körper und ja, irgendwann kommt da halt wahrscheinlich so sein Kopf drauf. Wir können es nachher mal noch messen. Es muss jetzt in der kleinen Kamera anschauen. So. Und Achtung, for scale. Das ist eine Cola-Dosen. Das ist eine Cola-Dosen. Wie groß eine Cola-Dosen ist, soll ja jeder wissen. Normalerweise nimmt man Banana for scale, ich weiß schon, aber so eine habe ich ja gerade nicht zur Hand. So. Die Fussis, die haben wir beim letzten Mal schon gebaut, die stellen wir da hinten. Wir haben da herunten. Das seht ihr natürlich wieder nicht hin. Was? Der Nightbot hat einen Maxi für 5 Sekunden blockiert. Warum das denn? Weiß ich nicht.
Eine Kose Dollar. Eva, Prost. Prost zurück. So, zweite Platten. Zweite Platten gehört da ohne geschissen. Ja, ich sehe schon, jetzt bauen wir seinen breiten Kopf da so. Seht ihr da herum was? Ja. Dann brauchen wir die beigen Dinger wieder. Und die haben wir da so her. Und da so her. Brauchen wir zweimal. Und dann Braten, der breite Lange. Kommt da so drauf. Schaut gut aus. Zweimal ein Drilling flach. Die haben wir da. Dann gehört da hier vorne her und da her. Und dann schaut das gut aus. Dann schauen wir auf der nächsten Seite. Die zwei Dinger haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Wir lassen es genauso ausgerichtet, wie es war. Ist schon geil, aber 70 Tacken sind schon heftig. Es ist halt Lego. Ich sag's auch. Das ist kein... Nochmal. Gut, in gewisser Weise, wenn jemand da über diesen Link so ein Ding kauft, werde ich tatsächlich dafür bezahlt. Aber weißt du, was ich sage? Ich sage da ganz ehrlich in diese Kamera hinein, erstens, wenn du das Geld dafür nicht hast, zur Gaudi, brauchst du es nicht kaufen, wenn du nicht absoluter Star Wars Fan bist. Bitte tu es nicht. 70 Euro ist für das kleine Set. Wie viele Teile hat es? Da steht nicht mehr drauf, wie viele Teile das hat! Lego, du Wichser! Steht einfach nicht drauf. Steht einfach nicht drauf, keine Ahnung. Fuck you, Lego. How about fuck you, Lego? Entschuldigung, das hab ich jetzt euch gesagt. Fuck you, Lego! War nicht für euch gedacht. Kriege ich schon, also weiß ich auch nicht. Ist zu viel, kostet zu viel. Sag ich dir, was ist. Schönen Abend, Leute! Habe ich die Ehre Birge, du Wappler! Mr. Sinister, habe ich die essen. So schaut's aus. So, zweimal rot kurz. Und ja, allerdings, von dem Panzer, den wir gemacht haben, bin ich sehr begeistert. Vor allem, der kostet 50er. Weiß jemand, wie viele Teile das hat? Vielleicht im Heftel. Vielleicht kann ich mal... Das ist jetzt wieder... Das stinkt natürlich jetzt wieder gewaltig nach Werbung, aber vielleicht klick einfach mal in den Link auf der Beschreibung. Vielleicht steht es auf der Amazon-Seite. Keine Ahnung. Da steht im Heftel steht auch nichts drin, wie viele Teile das er hat. Keine Ahnung. Wie viel hat er? 1062 für 70 Euro. Was hat der Panzer gehabt? Ich glaube 850. Und der hat einen 50er gekostet. Aber da war ein Motor dabei mit Batterien, da war eine Fernbedienung dabei, da ist eine App dabei, wo ich am Handy den Panzer fahren kann, einen Turm drehen kann und was weiß ich. Und kostet halt unter 50 Euro. Da muss ich mir halt schon ans Hirn gelangen. Gut, da ist eine Star Wars Lizenz drauf. Okay, dann lass 15% mehr kosten. Aber das rechtfertigt immer noch nicht den UVP von dem Ding. Das bei Amazon-Ding, das ist ja obergesetzt. Der kostet über 100 Euro normal. Du kannst mir am Arsch lecken, so schaut's aus. Mr. Lego Sepp. Das war das erste und einzige Mal, außer es kommt ein unfassbar krass geiles Set. Und diese Sets kosten halt bei Lego dann 500 Euro. Und das sehe ich nicht, dass ich für Lego 500 Euro zahle. Kannst du vergessen. Da suche ich mir lieber, das nächste Mal bauen wir ein Corsair. Also das ist, nochmal, nicht, dass das wieder irgendjemand falsch versteht, das ist zu viel für so ein kleines Set. Über 100 Euro. Und eigentlich ist es ein Kinderspielzeug. Muss man auch mal so ehrlich sein. Vor allem der BD-1. Also der absolutes Fan. Ja, aber gut, wenn du Fanboy bist, kaufst du halt sowas. Und ich habe einfach Bock drauf gehabt und mir war es halt einfach wurscht. So, jetzt müssen wir wieder umdrehen. Haben wir schon bei Bauschritt 203. Oh, da fällt schon wieder alles auseinander. Bauschritt 203. Ein Nyx war cool. Wauzi, das ist absolut richtig, ja. Da kann man sogar mal nachschauen. Das kann es zwei geben. Es gibt ja, da kennt sich ihr mit Sicherheit besser aus als ich. Es gibt ja so Seiten, wo man, wie soll ich sagen, ja, Steine einzeln kaufen kann. Und dann gibt es Seiten, wo einfach Leute, Community, alle eine Modelle mit einem Computerprogramm zusammenbauen können und dann können sie diese Pläne zur Verfügung stellen. Und auf so einer Seite, ich weiß nicht, wie es heißen, vielleicht weiß einer von euch, dann bitte in den Chat hinein. Bricklink, kannst du Steine kaufen? Ja, das habe ich auch schon mal gehört, das kann es sein, das ist so der Rebrickable, keine Ahnung. Und dann kannst du diese Modelle runterladen und dann wird es wahrscheinlich eine Teilelisten zum Exportieren geben und dann drückst du da bei Bricklink oder sonst wo, drückst du hier, lädst das auf und dann bestellst du die ganzen Steine, die du dafür brauchst. Also du kaufst die Steine im Prinzip einzeln. Und dann hast du die Anleitung, die du runterladen kannst, dann kannst du diese Modelle nachbauen, die halt nicht offiziell sind.
Das finde ich vielleicht schon ganz geil. So, jetzt brauchen wir 6 mit diesen kleinen weißen Dinger. 2, 4, 6 und 2 mit grau 3, aber mit Nippels. Und die können dann da unten so reingesteckt. Müssen wir mal wieder weiter da herumbauen, damit ihr ein bisschen was seht. Hauptsache es gefällt. Das ist, mei, ich sag's jetzt auch ganz ehrlich, es ist halt unverschämt von Lego, wer sich's leisten will, Gott im Himmel, muss sich keiner rechtfertigen, tut was ihr wollt, ist doch mir scheißegal. Also ist mir halt wirklich einfach scheißegal. So, das Ding geht da rauf. Und das Ding geht da rauf. Nein, das geht andersrum. Aber von euch passt ja wieder keiner auf, was ich da zusammenbaue. Ja, der nimmt schon Form an. Das fühlt sich auch gut an und langsam wird es auch stabil. So, dann brauchen wir 2 mal flache Einser. Die haben wir da und 2 mal das eckerte Ding. Wo könnten die hin? Die können da so drüber. Das ist alles Verkleidung da, so wie man das anschaut. Und der Einser gehört garantiert da über das Graue drüber, damit man das nicht mehr sieht. Kreativ bauen ist geiler wie nach Plan. Ja, das stimmt. Aber wenn ich die, was mich einmal stickert, da ist eine Technik. Aber ein richtig komplexes Technikmodell. Das ist was, das da immer. Also ich habe 2 große Modelle habe ich im Auge, die man über den ganzen Herbst, Winter machen, weil es dauert ja ewig. Also wenn ich für 1000 Storner im Stream zumindest, weil ich rede da viel und ich tue das auch gern und überhaupt, und wenn ihr Bock drauf habt, dann da ich gerne ein richtig komplexes, großes Technikmodell bauen, das dann auch was kann. Und diese Technikgeschichte ist auch unfassbar geil. Da kannst du jetzt sagen, was du magst. Das ist, umsonst ist es nicht so beliebt. Das habe ich als Kind halt auch schon gehabt. Nicht so komplexe Sachen, aber ein paar Sachen, das ist einfach geil. Und da, aus den Sachen selber was bauen, ist immer geil. Und es ist auch extrem förderlich für alles, ganz ehrlich. Für deine Kreativität, für deine Motorik, für dein Hirn, für fucking alles. Das ist das Beste. Das ist eigentlich eines der besten Spielzeuge für Kinder, die es gibt. Aber stattdessen hocken sie den ganzen Tag vor fucking TikTok. Und ja. So, was haben wir jetzt da für eine Scheiße zusammenbauen? Wann habe ich denn das da drüber gepickt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt... Warum hat denn da keiner aufpassen? Stimmt hinter vorne nicht! Alec, das kriege ich nie wieder runter. Jetzt kann man mal den Lego-Teile-Trainer probieren. Warte mal. Der liegt da hinten. Kann mir mal irgendjemand erklären, wie das Ding funktioniert? Alter. Hast du keine Chance, dass du das da jemals wieder auseinanderkriegst mit dem Teil? Gehst einfach her und birgst nach hinten. Okay. Okay, well, Lego, I'm impressed. Das geht da hin und das geht da hin. Ich will vor lauter Schmatzen nicht aufpasst. So, das Eckerl haben wir, den 2er haben wir und die 2 lange haben wir. Nein, brauchen wir 3 lange. 1, 2, 3. Nein, wir haben die 3 lange schon verbaut. Passt. Jetzt brauchen wir 2 graue flache, die breite flache und... Nein, brauchen wir die 2 mal? Ja, wir brauchen 2 mal die flache und einmal eine lange flache. So, das kommt da rauf. Ich würde Lego nicht pushen, da gibt es bessere und günstigere, die nicht so arg sind. Ja, deswegen, ich will jetzt da auch nicht Lego pushen, um Gottes Willen. Also auf überhaupt gar keinen Fall. Aber ich kenne euch Pappenheimer ja. Oh, das Ding ist geil, das mag ich auch um. Das ist total falsch, was ich da zusammenbaue. Und hier passt wieder keinen Stecker auf nicht. So, Lego-Teile-Trenner. Ja, der funktioniert natürlich nicht ohne Nippel. Birger ohne Nippel, schlecht. Birger, warum hängt dein Chat so? Der rechts unten, das ist leider Gottes ganz normal, weil der leider Gottes ein bisschen Verzögerung hat. Aber der native YouTube-Chat ist, glaube ich, schon sehr live. Achtung! Bitte alle in den Chat ein Einser smashen. Jetzt! Ja, 4 Sekunden ungefähr. 4-5 Sekunden, dann sehe ich ihn im nativen Chat. Und jetzt schauen wir da rechts unten im Chat. Ja, da habe ich ungefähr 10 Sekunden Verzögerung bei mir selber. Jetzt schauen wir mal rechts unten im Chat. Bei mir... Ja, da dauert es halt schon ewig. Redet sich der überhaupt noch? Ja, vor allem wenn 500.000 Leute in den Chat reinrotzen, dann kommt er halt erst recht nicht mehr mit. Hat sich der jetzt komplett aufgehängt oder... Und schon scheißen sie wieder. Technik gibt's doch nur von Lego, ist es
Oder ist das falsch? Nein, es gibt da große. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. So genau habe ich mich damit auch noch nicht befasst. Ja, der Chat rechts unten ist kaputt. Was haben wir aber auch erwartet? Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. So, und jetzt habe ich einen Brick verschmissen. Nämlich den glatten Dreier. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. 500k Nachrichten, der Bürger ist halt zu groß für Chats. Scheiß auf Chats. Hilft eh nicht. So, ein Einser, ein Zweiring und diese seltsame Platten da, die gehört offensichtlich da drauf. Und dann brauchen wir da einen Einser und da brauchen wir einen Zweier. Jetzt hat sich der Chat rechts unter aktualisiert. Herzlichen Glückwunsch. Hat er bloß ungefähr Minuten dauert. Ja, da braucht man nur irgendeine komfortable Lösung, weil so können wir das nicht machen. Das passt mir gar nicht, sage ich dir ganz ehrlich. So, wie geht jetzt der Schund da auf? So direkt, Tatsache. Schauen wir mal, ob das da so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Da geht es noch nicht ganz zusammen, muss ich sagen. Was ist denn da? Der scheiß Schublon ist so locker. Eine. Warum geht jetzt das da nicht rein? Mit Gewalt! Ich mach's mit Gewalt! Jetzt halt. Einmal hat's geschnapselt. So, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Alles ist schön zusammendrücken. Und der Schublon. Ja, da hat jetzt der Held der Steine wieder schimpfen, weil Farbseuche, weil Gelb, weil Rot, weil keine Ahnung. Das stellen wir jetzt einmal da so her. Jetzt haben wir noch ein paar so flache Hammen. Flach. Das zweimal gehört das da so einfach zusammengestepselt, jawohl. Und dann gehört das Ding, jetzt warte mal, wie rum gehört das so. Naja. Und schon ist die Farbseuche weg. Was wird denn da schon wieder mit Geld geschmissen? Der Hansi, mir ist wieder Zwickel. Die glatten Steine sind nippellose Nippelklötze. Die haben Nippelkrätze. Bauschritt 232 wieder übersehen. Ihr habt wieder nichts gesagt. Kein Ton und den da unten nochmal übersehen. Kriminal, ich bin ja schon wieder da herunten. Warum sagt's nix? Aber es ist nicht so tragisch, komm im Nachhinein mal. Geht im Nachhinein auch. Die sind ja nicht oben. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Kopf da schneller zusammenbaut ist, wie ich schauen kann. So, und dann brauchen wir noch die zwei einzelnen. Da kommt da noch einer drauf. Jetzt haben wir fast keine Storndl mehr da. Da sind die Storndl fast alle weg. Storndl wo? Storndl da. Ja, nochmal zurück zu der Frage. Es gibt von Mold King und so weiter gibt es schon mittlerweile ziemlich gute Technik-Sets, oder? Fette Autos oder irgend sowas. Cool, die Oberländler, LK Erwin, Gaps sind auch da. Ich hab keine Ahnung, wenn's meinst. Der Postman schreibt schon passiert. Leute, ein Like wäre nett, bevor der Bürger die Finger abfallen. Yukichi, du hast doch recht! Wer nicht Like smasht, ist raus. Wir haben überhaupt? Wir haben ja über 400 Leute, da habe ich vorher nicht damit gerechnet. Sag ich dir, was ist. So, jetzt ist lustigerweise ein Star überblieben. Also ein glatter, schräger Einser. Keine Ahnung, den legen wir jetzt mal auf die Habenseite vielleicht. Schauen wir mal, ob wir den. Gehen wir nochmal kurz zurück, ob wir den irgendwo in der Teilelisten sehen. Einmal haben wir ihn verbaut beim Schublon, das weiß ich. Nämlich da für den Schublon, ja. Aber ich glaube, dass einfach zwei im Backerl waren. Und wir den sonst nicht braucht haben. Nö. Haben wir schon durch. Schaut gut aus. Wir brauchen eine Tüte 5. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Tüte 5. Das ist Sicherheitsohrnser schräger Roder. Richtig. Maimo hat heute an großen Motorradführerscheinprüfung bestanden. Eva, was? Abpfeifen zum Raucher von mir geschenkt kriegt. Ich wünsch euch ein schönes Wochenend. Evi, das freut mich. Dann sagst du bei deinem Alten, sagst GZ, viel Spaß beim Motorradfahren und beim Umeinander. Oh, ich verschmeiß schon wieder alles. Und beim Umeinanderfahren ist es sowieso klar. Einen schönen Gruß und danke für deine Donation. Bussi auf das Nussi. Er tut da jetzt auch stehen. Der Right Sex schon wieder. Was ist da los? Für Sachen ohne Nippel, nimm die flache Seiten und steckst dazwischen. Für Sachen ohne Nippel, nimm die flache Seiten und steckst dazwischen. Für Sachen ohne Nippel, nimm die flache Seiten. Nimm die flache Seiten und steck das da. Also die anderen. Warte mal. Ich werde es testen.
der Lego-Teile-Trainer, da habe ich nicht aufgepasst einfach, hat da ein ganz spitz Ding, das kannst du als Fingernagel hernehmen. Guter Tipp, wieder was gelernt. So, jetzt ist allerdings da, das ist von Tüte 5. Okay, jetzt müssen wir das Ding, das stellen wir da so auf. Teile-Trainer, die haben wir auf die Habenseite. Und dann ist da bloß ein Tütel drin mit kleinen oder was? Na gut, dann verteilen wir es da ein bisschen breiter, dann finden wir alles hier ein bisschen schnell. Sehr schön. Tütel, die haben wir weggert. Dann ein paar besondere Teile. Große Platten, die haben wir da oben. Bisschen auseinandergruscheln. Das ist nochmal ein besonderes Teil. Da wird nochmal so ein Weiß dabei sein. Das darf mich jetzt wundern, wenn da bloß eins drin ist. Wobei das also eine Kopfhalterung sein könnte. Große Platten. Rest haben wir da auf. Dann findet man mir das Grafizier. Da unten ist der Weiße und schreit nicht. Und keiner sagt schon wieder was. Ich bin fett, ich bin 4, schreibt der Herr Rieger. Was? Twitch? Ich war noch nie auf Twitch. Twitch ist tot! Twitch kann mir am Arsch legen. So schaut's aus. Zumindest solange es diese Regelungen haben, wie sie es haben. So, große Platte. Zusammenstäpseln können. Zusammenstäpseln. Dann braucht man, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen genauer schauen, einen schwarzen Langer, der lange Schwarze, der bei uns gern Glari genannt wird, seit PUBG-Zeiten. Dann brauchen wir den grauen. Dann brauchen wir den schwarzen. Nee! Löwensepp! Habe die ihre Bürger, bin jetzt auch noch voll. Was? Früher als 4 da gerissen. Wettenburger Asambock ist am Start. Lass das schmecken, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Ich deute auf mein Tablet, dabei steht die Kamera da. Bin ich nicht gewohnt. Bin ich nicht gewohnt. So, ein Zwiebelsteckerl. Ein 1er Steckerl. Dann brauchen wir 4er Steckerl. 4er Steckerl weiß und ein 3er Steckerl grau. Wieso hatten die da jetzt wieder drin? Das ist auch wieder sehr, mein Gott, Lego, du gehst mir so hart auf den Sack, das ist unfassbar. Alles in jeder Tüte ist was anderes drin. War irgendwie komisch, wenn nicht in jeder Tüte was anderes drin ist. So, machen wir so. Machen wir so. Haben wir nicht 2 graue gebraucht? 2 ist gestanden, ja. So. So. Der Zaum lassen wir die Woche mal ausklingen. Herr Bornelgrammer, ich bin gerade mitten dabei. Die verdammten Lego-Streams sind einfach so schön entspannend und ich hab mir einen kleinen... Ja, jetzt habe ich natürlich vor meinem Ventilator, der mir ins Kreuz einblasen soll, habe ich mir natürlich die scheiß Schachtel hingestellt. Das war auch sehr intelligent, Birger. Ein kleiner Tischventilator geleistet, der muss herhalten. Für Klimaanlage ist mir der Strom zu schade. Sag ich dir, das ist der Wahnsinn. Kann sich kein Mensch leisten. So, großes Dreieck, kleines Dreieck. Wo ist das kleine Dreieck? Ist das ein kleines Dreieck? Ist das so ein kleines Dreieck? Ich weiß es nicht. Wie zur Hölle gehört denn das da drunter? Also, ja, passt, schaut gut aus. Brauchen wir wieder einen Haufen Klarzeug. 2 Zweier, ein 1er, einen weißen 4er und ein Dreieck und das gehört wieder separat zusammengestipselt. Hashtag Zusammenstipsel Squad! Ab in den Chat. Scheißt den Chat zu, macht's ihn kaputt. Macht's ihn kaputt! Einfach weil wir es können. Damit YouTube weiß, was geschlagen hat. So, und das Ding gehört jetzt da so ohne gestipselt an Zeiten oder was? Ja. Ja, schaut halbwegs vernünftig aus. Nimmt Form an. Wir bauen da, glaube ich, gerade so ein Seitenstück von seinem Kopf. Dann brauchen wir so ein rundes Ding. Das brauchen wir 2 Mal. Und dann brauchen wir so ein rotes Ding. Hoppala. So. Dann geht das in Rot dahin und dann 2 Mal in Weiß. Zusammenstipsel Squad! Warum hat's nie eigentlich alle daheim? Es ist halt Freitag. Da geht man einmal zum Reingondeln. Oder seid ihr alle genauso fett und faul und Ding wie ich? wahrscheinlich eher Zweiteres. Ja, brauchen wir noch mit Grau 3x1. Mein Gott. Da hier. Da hier. Haben wir schon. Wie viel sind das? 2, 4, 6. Das war bei der anderen Anleitung auch einfach besser. Da ist dort gestanden, da war zum Größenvergleich was dort fast bei jedem Storndl
War schon was anderes. Muss ich sagen, da ist sie mehr Mühe gegeben worden. So, 2 mit kleine flache Ecken. Die kehren einfach aufeinander gestipselt und dann da so unten eine, damit das eine Rundung abgibt. Ich bin heute und war letzte Woche schon Bürsteln für 5, drum die Woche Pause. Herr Spani, das ist genau meine Erklärung, warum ich heute da sitze und Lego baue, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme. Dass ich da heute lang umeinander tue. Und auf einmal wieder irgendwo sitze und bumm, heim ich voll bin. Ich sag das, wie es als Volksfest klangt für ein paar Monate jetzt. Sag ich dir, wie es ist. So, ich hoffe, ich baue jetzt da gerade keine Scheiße nicht zusammen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich da nicht Scheiße zusammen. Das Ding steht überhaupt nicht da vorne aus, das ist doch gelungen, oder? Geht das so? Tatsächlich. Fuck, aber jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Warte mal. Das muss uns weiter 4. Das muss oben. Das muss 1, 2, 3, 4. Das muss da so her. Das steht doch da vorne nicht so weit über, oder? Das steht ja in die falsche Richtung. Big, was tust denn du? So geht's, oder? Wie geht denn das? Der Verpflung. Das geht doch aber auch nicht so. Ab da haben 3 Platz, ja, dann wird es schon so kehren, keine Ahnung. Dann wird es ihm schon so kehren, keine Ahnung. Und das Ding. Da so her, dann brauchen wir dieselbe Kurven, dann nochmal in weiß. Geht das so? Geht das so? Ich glaube schon. Du brauchst das Teil invertiert. Der Proxy passt auf! Wenigstens so einer. Vielleicht sollten wir uns wieder ein bisschen konzentrieren und erst die Sachen zusammensammeln. Und dann wissen wir auch, was wir brauchen. Dann brauchen wir 3-mal den abgeschrägten und einmal so ein graues, rundes Teil. Das da. Jawohl. Ein 4er. Das runde. Ein 4er. Und dann 3-mal die seitlichen Teile. 3-mal die seitlichen Teile daher. Daher. Ja, nimm schon vor mal. Das ist die Seiten von seinem Kopf, glaube ich. Dann braucht man einen roten flachen 1er, einen roten flachen Langer und einen weißen flachen Langer. Da gehört der weiße flache. Da stimmt ja was überhaupt nicht. Das stimmt. Nein, doch, stimmt schon. Stopp. Das stimmt überhaupt nicht. Da stimmt etwas nicht, Leute! Der da müsste da auflegen! Das geht doch das kann überhaupt nicht gehen. Was labert der, Alter? Da muss noch ein Grau. Hä? Das kann überhaupt nicht gehen! Was laberst du? Das kann so überhaupt nicht gehen. Das Dreierding, zweimal, das Dreierding gehört das so da drauf. Achtung. So. Da muss ich jetzt kurz intervenieren. Geht so, so. Wieso passt's denn jetzt? Und das rote Ding, das passt halt auch keinen Steck. Doch, das passt da. Hä? Ich glaube, ich habe irgendeinen Kack gemacht und jetzt passt es irgendwie trotzdem. Bin mir nicht sicher, da unten sind wir. Ich glaube, es passt trotzdem. Klar, Mieze schon wieder! Was ist da los? Ein graues vergessen. Ja, nicht vergessen, ich habe die weiße, den weißen flachen da, den habe ich zu weit hinten, vorn, dass da der graue Nippel nicht ausgestanden ist. Das ist wie USB-Sticks drin, bis sie passen. So, absolut. Mieze! Nach dem ersten Tag haben wir den Feierabend genießen, kein Mo da, kein Kind da, Bürger schauen und nebenbei Stranded Deep zocken, einfach Seele baumeln lassen. Das jetzt sie noch haben. Chor Mo da, Stopp. Chor Kind da,
Bürger schauen und nebenbei Stranded Deep zocken. Klamizi, danke dir. Einfach Seele baumeln lassen. Das hört sich nach einem unfassbar stabilen Abend an. Sag ich dir, was es ist. Mo fort, Kinder fort, zocken. Gut, dass du nebenbei mich schaust, das ist jetzt relativ nicht so entspannend wahrscheinlich. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir schon wieder irgendeinen Cast da, oder? Nein, das passt, das sind die zwei Kleinen. Klar, Mieze, danke dir. 10er ist zu viel heute. Ich bin zu meiner eigenen Belustigung da. Nicht zu einer! Morgen! Guten Morgen! So, jetzt müssen wir die zwei großen Stücke müssen wir jetzt zusammenführen. Und zwar muss das da... Moment mal, andere Richtung. So, ach, das ist der Schubladeninhalt. Da so ohne. Ich weiß nicht wie, aber es hat einfach funktioniert, lol. Es hat einfach, das haben wir jetzt einfach da nicht gesteckt und es hat passt und wird schon passen. Da schaut sie. Von der Seite schaut er jetzt so aus. Kann man schon lassen. Ja, nimm schon vor, man erkennt's. Und da hat man einen Schubladen. Da ist der gute Schubladen, da ist ein Stimpack drin. Den wir dann offensichtlich, wir sollten nicht in der Haus kriegen mit meinen Wurstfingern. Lego! Was machen Sachen? Ja gut, das wäre, aber machen wir erst einmal fertig. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich dieses Seitenstück einfach nochmal bloß seitenverkehrt bauen. Ist das so, das richtig erörtert? Ich glaube schon. Dann brauchen wir das, da brauchen wir einen weißen 4, das machen wir jetzt im Turbogang. Kinder, Turbogang. So, mir fällt schon mal ein weißer 4er. Ein weißer 1er 4, da ist er. Bin schon stark. Und ein weißer 2-Ring. Machen wir so, so und so. Schaut gut aus, dann brauchen wir einen weißen Lange. Weißer Lange drunter geschissen. Jawohl. Zweimal schwarz flach. Wird das jetzt anders baut wieder wie das andere, oder was? Das ist ja gar nicht dieselbe Bauweise. Was ist denn da wieder los? So, das weiße haben wir. Bauschritt 251. Schwarze Platten, schwarzer Lange. Machen wir jetzt so. Ja, immer schönes Bettel hinhalten. Schwarze Lange gleich. Aufgeschissen. Grauer Dreier und ein grauer Dreier. Eingeschissen. Haben wir es. Da sind wir. Zwei weiße einzelne. Okay, da einer hier und da einer hier und nochmal zwei graue. Okay, da einer hier und da einer hier. Wunderschön. Dann kommt die Rundung vorn wieder. Die haben wir vorher schon mal genossen. Meine liebsten Genossen und Genossinnen. Also bin ich geistig behindert, ja. Wieso stelle ich diese Frage? Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir das Ding noch als einzelne. Dann haben wir es noch als einzelne weißen. 1, 1, 1, jawohl. Dann kommt das rote. Das kommt ganz vorne auf. Dann kommt noch ein weiße. Dann, jawohl. Wer schmeißt denn da schon wieder? Postman! Was machen Sachen? Ich bin da hochkonzentriert. Du möchtest bloß künstlich in die Link ziehen. Sag's, wie es ist. Links ab, den fetten Trottel! Einfach Wii den Knackfotzen Apache Nomoi hören Wui Smiley mit Freudentränen. den guten alten Buchfotzen Apache, den kann man sich schon mal genehmigen. Aus Versehen. Der Kani hat es im Podcast am Sonntag genau benannt. Da trifft er eine Aussage, ihr im Stream, ihr kriegt jetzt eine Aufgabe. Und zwar ein Kommentar am Sonntag in dem Podcast, bei welcher Aussage der Kani sich ein Buchfutzen vom Buchfutzen Apache eingefangen hat. Die ist eigentlich für Leute, die lang nur dabei sind, die wissen, die finden die Stelle. Da leistet er sich einen kleinen Fauxpas, aber der Kani, ja, er ist auch ein Behinderter, das hilft er nicht. Du, das hilft er mir nicht. Lego ist auch die einzige Situation, in der Männer jemals eine Aufbauanleitung lesen. Das ist absolut richtig, ja. Ansonsten wird das nämlich nichts. Das sagt der I. Das sagt der I. So, jetzt haben wir wieder bei demselben Dings da mit dem komischen... Das ist wirklich ein Storndl. Wer konzipiert denn so ein Storndl? Wer ist denn auf die Idee gekommen, hey, so ein Storndl feiert uns noch? Machen wir so. Ja...
Hoppala. Diesmal lassen wir mal ausnahmsweise keinen Stein da vorhin, da Runden sind wir. Das haben wir auch. Das weiße Ding haben wir auch. Dann brauchen wir wieder einen weißen langen gleiche. Diesmal passt er auch. Dann brauchen wir den roten langen gleiche. Dann brauchen wir den roten Einser. Dann ist das da schön glatt. Und da muss ich jetzt am Melterstein auch mal kurz zustimmen. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Das ist aber jetzt nein, das ist ein Vierer. Da macht der Legostein einen guten Eindruck bei den flachen Platten. Aber das ist ein Plastikstorngel. Weiß ich nicht. Soll jetzt Plastiksteine in Himmel aufgeloben oder was? Was ist denn das da für ein Kackstickel? Da, Kackstickel. Kackstickel und ein grauer Einser. Ja. Also mich wundert ja ziemlich stark, dass da nicht Ort rumfeit. Also dass sozusagen alles in der Schachtel ist. Bis jetzt zumindest. Das wundert mich sehr. Da haben wir ein kleines Leuchtsteini. Ein transparentes, flaches, ohne Nippel Leuchtsteini. Das ist durchsichtig. Oh, schönes Detail. Sagt man das irgendwie? Ich denke schon, oder? Ja. So. Ich glaube, das Seitenstück ist fertig, aber da fehlt noch eine ganze Reihe. Guter Herr Lego, kommt dem da noch was? Ja, tatsächlich. Was ist denn das eigentlich für drum? Hätte man das braucht? Keine Ahnung. Ich tue es mal auf die Habenseite. So, die ganzen flachen Hammin. Was? 6 Mal? 6 Mal abgeschrägter flacher Hammi. Gibt's da ist noch keiner auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht einmal länger nicht macht. 2er, 4er, 6er, 8er. Nicht? Okay. Warum auch? Das hat nochmal sauber Stabilität bringen, weil das lauter einzelne Dinger da sind. Drunter. Aber nö, da denkt sich der Lego-Mann, okay, weißt du was, leck mir am Arsch. Okay, bye. Nippelt's da schon wieder. Müsst ihr meinen jetzt, aber sauber nippelt's da. So, jetzt brauchen wir die anderen Seiten. Pass auf, so ist das da drauf, so. Und dann muss das da wahrscheinlich genau anschließen. Wie beim anderen auch aufgestopselt. Und dann schaut das gut aus. Ja, nimmt Form an. Nimmt Form an. Man erkennt schon, wo die Reise hingeht. Oh, da schaut schon fast aus, als hätte er Augen. Komm mal nochmal, warte mal. Da will sie ein wenig was rührt. Nee, so, grüß Gott beieinander. Ich weiß jetzt bloß noch nicht so hundertprozentig, wie rum das er genau gehört. Mal schauen. So. Also früher oder später ist er dann nochmal so. Oh, sollte das vielleicht in der Kamera mal. So. Ja, wird. Was ist da vorne? Ist das seine Kappe oder ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Du, ich weiß es nicht. So, schalt mal wieder um. Ich glaube, wir brauchen auch gleich wieder eine neue Tüten. Da haben wir viel. Moment einmal, da ist noch ein zweites Leuchtsteinchen dabei. Wo geht denn das zweite Leuchtsteinchen hin? Da ist nur ein Leuchtsteinchen. Das haben wir gar nicht gebraucht. Und auf der anderen Seite ist kein Nippel zum Einstecken. Na gut. So. Klick, klick, cut, klickins, klicke, klick. Ching, chang, chung, Motherfucker. Okay. Ja, das sind wieder diese lustigen Klinker, die dann einrasten. Ja, ich verstehe schon. Das müssen wir zweimal machen, nehme ich an. Ja. Oder müssen wir das jetzt zweimal machen oder nicht? Nein, müssen wir nicht. Vollsicht. Vollsicht, dann kommt jetzt da in den Grau, kommt dreimal so ein blauer Technikstipsel. Der gute alte Technikstipsel. Dann kommt da eins durch. Jetzt brauchen wir den weißen Grippe. Das gehört da so dann verbunden miteinander. Und das, ich bin ja bei sicheren Modellen schon so fasziniert, wie das konstruiert ist und so, da ich niemals drauf kommen, weil ich einfach auch schon zu lange in meinem Leben kein Lego mehr gebaut habe. Auf eigene kreative Art und Weise. Ich glaube, dass ich bei Lego und so einen Kack gemacht. Ich habe KK gemacht. Dass ich bei Lego Technik oder bei Techno-Modelle Uts. Andersrum. Was andersrum? Das passt schon. So geht's. Da herum sind wir. So, dann geht das da so. Und dann geht das da so entgegengesteckt. Und dann haben wir mir jetzt da wahrscheinlich ein Gelenk für den Kopf. Ja. Ich sehe schon, wo die Reise hingeht. Dann geht das da rein. 2 auf die Seiten. Und einer gefällt noch da. Ich habe aber kein. Haben wir jetzt so. Nein, da nicht. Ist bloß unter das Heftlein gerollt.
Das ist ja bloß unter das Heftlein gerollt. Jetzt chill mal. So, irgendwie gehört das da dann so. Und dann gehört ihm das jetzt wahrscheinlich in den Hals eingesteckt. Sag ich das richtig? Himmelvater, wie soll denn das sein? Wo soll das sein? Ah, da ist da der rote Stift von vorher und da gehört jetzt das wahrscheinlich so. Ja, wie soll denn das vonstatten gehen, Lego? Ja, Mr. Lego, wie soll denn das hier haben? Ist ein bisschen dumm. Okay, da kommen innen die Stopsel noch mehr auseinander, die bewegen sich noch. Und dann müssen wir es zusammenstecken. Warte mal. Das ist ein bisschen eine Fieslerei, Lego. Das hätte man besser machen können, sag ich dir, wie es ist. Das weiß sogar ich. Das haben wir. Und das haben wir auch. Und jetzt haben wir da einen oh, den kann man neigen. Okay. Kann man den. Der ist aber nicht sehr. Also, um das da mal zu demonstrieren, man kann das da so neigen. Aber da ist nicht recht viel Widerstand, muss ich sagen. Also, ob das den schweren Kopf so seitlich halten kann, bezweifle ich sehr. Lego, was haben wir uns da wieder gedacht? Sag. Aber das funktioniert natürlich. Das klingt da, das rast ein, das ist eine gute Sache. Das ist in die Haxen verbaut. Das weiß ich nicht. Mein Gott, schau halt auf die zweite rechte, du schau halt auf die zweite Seitenbirge, da wird erklärt, dass die zwei Stifte da drin auseinander tun musst. Nein, das ist Anleitung für Kinder. Und dann steckst du es rein und dann passt. So, Tüte 6. Das ist die letzte Tüte. Tüte 6 ist die letzte Tüte, dann wieder ein paar Standel überblieben. Aber einzelne, unter anderem lustigerweise so ein transparenter Stor, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der nicht ganz so billig ist, wie man den so einzeln kauft. Dass der nicht in jedem Set dabei ist. Anleitung ist ein Scheißhaufen. Ja, okay, da hast du absolut recht. Wer braucht eine Anleitung beim Pro-Gamer? Hallo, ist behindert? So, Tüte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nähern uns jetzt schon der letzten Tüte. Das ist aber jetzt schnell gegangen. Für das die Progress Bar, die ist aber schnell vorangeschritten. Aber es ist aber schon wieder was? Es ist viel noch nein. Bist du behindert? Zeit wo? Weiß nicht, Digi. Ja, aber auf alle Fälle haben wir eine Antenne dabei. Geil. Und ich weiß noch, ich habe früher als Kind einmal so ein Weltraum-Set gehabt und diese Antenne schaut seit offensichtlich 1991 immer noch gleich aus. Herzlichen Glückwunsch, Lego. Never touch a running system. So, zwei kleine Sachen. Das haben wir auf die Seiten, die haben wir ein bisschen da so hier und so hier. Große Platten, ein ewig langer schwarzer. Das fahren wir da so auf, damit man ein bisschen was sieht. Das sind so die runden Dinger da, die haben eigentlich schnell gefunden und auseinanderpfriemelt. Denke, oh. Erkennt man's? Erkennt man's? Es ist ein ganz kleiner PD-1. Oh. Das ist der putzig. den stellt er weiter, ja. So. Oh mein Gott, ist der putzig. Ja, und wegen dem soll man wahrscheinlich ein Set kaufen, laut Lego. so wie immer, wenn ich mir einen Held der Steine ab und zu anhöre. So, das der mal da her. Sind jetzt das sind die ganz kleinen Teile, das sind die mittleren Teile. Machen wir jetzt so, ja, wobei das auch ganz klein. Da haben wir noch mehr einen Haufen transparente Teile dabei. Einige, und wo mir zumindest als Ahnungslosen ein bisschen den Eindruck vermitteln, als wären es besondere Teile. Und da ist ein ganzer Batzen von lauter Mini-Wurzelteile, die haben wir jetzt einmal da her. Und die Überblümner von vorher schieben wir da auf, damit da nichts durcheinander kommt. Dann jetzt ein Haufen Transparente dabei in hellblau, in so, wie da jetzt mal sagen, Meeresblau, in grün und so weiter. So, sehr schön. Bitte schau noch mal das Gelenk an, die Weißen gehören nach außen. Was? Bitte schau noch mal das Gelenk an, die Weißen gehören nach außen. Die Weißen gehören tatsächlich nach außen. Du meinst das da, gell? Irgendjemand hat gut aufgepasst.
Das Gelenk ist falsch, der Patrick Birger ist Gelenk. Am Rest fällt es bloß auf, weil es einer geschrieben hat. Was ist denn jetzt wieder? Hängt jetzt der YouTube-Stream wieder? Bin schon wieder da. Ja gut, dann müssen wir noch mal ans Gelenk. Ich hab euch schon gehört. Ich höre euch schon trapsen, der hat nicht oben, scheißt in den Tosen. Aber wie kriegen wir das jetzt da wieder raus? Das kriegen wir nie wieder da raus. Das sagt der ich. Achtung. Das kriegen wir da nicht mehr raus. Wir kriegen das da nicht mehr raus. Da brauche ich jetzt was, um da durch zum Wursteln. Soll man noch schnell eine Antenne abbrechen? Ich probier's. Ah, funktioniert nicht. Warte mal, da muss ich schnell. Kommen wir da durch? Ne? Wie kriegen wir das jetzt da noch mehr raus? Das ist so ein. Sagt man das da drin? Das ist so ein flacher Ding. Da, ich komme dann mit nix rein. Weder mit dem Fingernagel noch mit. Ja, mit dem Fingernagel vielleicht. Zeit zurücklaufen lassen geht doch, oder? Mit dem Nippeltrenner vielleicht? Nein, da ist schon ein Stift dran. Mit dem, der ist aber jetzt auch zu kurz natürlich. Nein, wenn ich da jetzt mit Gewalt ohne tue, dann brich ich den Stift ab und dann ist der Teufel es. Soll ich es probieren oder nicht? Ja, ist herausgepasst. War bloß ein wenig verbogen. Nein, war von Straubing. So, jetzt pass auf. Der Weiße kehrt nach außen. Es hat wahrscheinlich nur optische Gründe. Ist aber egal. Mir pfrimmelt man den schon so zusammen, wie er gehört. Jetzt geht da natürlich das graue Klump nicht raus. Ist ja klar, dass das jetzt da nicht rausgeht. Du angeschissene Kackscheiße, du angeschissene. Und ob wir das graue Teil dann nochmal von dem Ding rauskriegen, ist auch fraglich. Schauen wir mal. Nicht runterfallen. Okay, wir haben es nicht geschafft, heute mal keinen Stecker runterfallen zu lassen. Doch, geht schon. So. Die Umdreherei, die war jetzt total für die Katz. Das kehrt jetzt so. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Das wird nicht helfen, wir müssen noch. Kinder, wir müssen nochmal zurück. Zurück zum Zeichenbrett! Daher, so. Jetzt pass auf. Wir haben. So geht's. Ja. So. Dann kehren da die drei Stifte alleine. Das ist ein etwas seltsames Konstrukt, das ich mir jetzt nicht auswendig gemerkt habe. Und dann kehrt der graue Teufel ja so auf. Ja, das mag schon richtig sein, aber vorher brauchen wir den. Und zwar bei den grauen unten. Dann brauchen wir den weißen, der ist da drauf. Und jetzt wird dieser so miteinander verbunden. Was wieder nicht gescheit geht, genau wie vorher. Ja, jetzt aber. So, den wir ganz durch. Das gehört nochmal außer da. Und dann haben wir nach unten da zwei. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Und da nach oben einen. So, so muss es ausschauen. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Achtung. Nach unten müssen die zwei zeigen. Ja. Oh, der ist drin. Der ist auch drin. Und jetzt passt. So, optische Korrektur. Wenn das kein Like gewährt ist, weiß ich auch nicht. Birger, wer ist der Nightbot? Was will denn der? Der sagt dir, wenn du wieder zwei Scheißdreck schreibst, dass du aufhören sollst damit. Ganz einfach. So, jetzt hat's jetzt zufrieden mit meinem Klink. Ich hoffe. Da, Schubladen. Perfekt. Klink. Perfekt. Wunderschön. So, jetzt brauchen wir zwei schwarze Stopseln. Wieder zurück. Haben wir schon da, haben wir schon so weit. Weiß kein Mensch wieder, weil da alles wieder das gleiche ist. So, ich glaube, mir stipselt mir gerade seine Augen ein. Roomba, was? Das kenne ich, wenn der Stift zu kurz ist. Man muss noch auf halbem Weg anzwicken, damit nichts passiert. Alter, was ist denn das jetzt für ein Gewurstel da mit.
Kleine Mini-Steine. Jetzt müssen wir zusammen anfangen. So, 6 mal ein Einser, weiß. 3, 4, 5, 6. Wunderschön. Dann Einser schräg, 2 Stück. 1, 2. Dann Einser mit einem Loch drin, 2 Stück. Dann Abgrund, 1, 2. Dann 2 flache haben wir da. 2 mal flach. 2 mal so eine leichte Abrundung. 1 mal 2 haben wir auch. So komische, was weiß ich, wie man diese Steine nennt. Ist doch mir wurscht. Stern und Untergrund, das ist alles, was ich weiß. Dann 6 mal. 1 mal 2. 1 mal 4. 6. 2 mal ein 3. 2 mal ein 3 und was? 4 mal ein 4. Gott im Himmel, was kommt denn jetzt für ein Gewurstel? Das Ding muss man also aus 5 Millionen kleine Steine bauen. Alles klar, Lego. So treibt man die Teileanzahl natürlich auch in die Höhe. So, wir bauen wieder da zusammen, damit ihr mal was seht und ich da wieder eine Runde umeinander wurstelt. Hammer. Schritt 2. Machen wir so. Dann brauchen wir einen Einser. Und dann so drum mit dem Loch. Schaut schon mal noch was aus. Dann brauchen wir das da. Ein Einser. Dann brauchen wir einen Vierer. Was ist denn das da oben? Was? Hä? Ist das ein separater Bauschritt oder was? So. Dann brauchen wir so ein Einser flaches Ding. Ein Einser unten ohne. Wir lassen sind sowas einfallen. Wir bauten sowas. Sag. Wer baut denn das? So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt das Ding und dann geht das Ding da so auf. Geht das so? Ich habe absolut keine Ahnung. Muss man das Ganze drum, muss man zweimal bauen, oder? Ist das geht? Das ist doch niemals fertig. Das ist doch niemals fertig. Geht da oben noch ein flacher 2 rauf. Und dann da so. Nein, das ist das Falsche. Und dann so. Und jetzt das Ganze noch einmal. Kriegen wir das aus dem Stegreif zusammenbaut? Ich glaub's nicht. Und so. So. Dann war das Loch da. Glaube ich. Ja, da war die Rundung. Und dann ist alles auseinandergefallen. Ja. Auseinandergefallen. So. So. Dann der Einser gehört da noch eine, das weiß ich noch, aber jetzt beißt es aus. Jetzt beißt es aus. Jetzt muss ich wieder mit Anleitung. Wir haben da das Teil. So, das haben wir. Dann müssen wir das da oben wieder zusammenwursteln. Das ist der falsche Vierer, Birger. Du brauchst einen mit Nippel. Den Vierer immer mit den Nippel. Machst du mal einen Nippel rein, kannst du mal gucken gehen. Und das da. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was ist schon wieder? Und das da aufgeschissen. Ja. Und so aufgeschissen. So aufgeschissen. Und das da unten noch nicht geschissen. Und dann haben wir zweimal identisch dieses Teil. Das da. Okay. Und das sollen jetzt seine Augen darstellen, oder was? So, und das gehört jetzt da so aufgesteckt. Wie soll denn das wieder vonstatten gehen? Okay. Braucht's das? Da bin ich jetzt aber gespannt, ob man da irgendwas später noch davon sagt, lol. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt schaut er voll grantig aus. Da! Wieso schaut er so grantig aus? Man kann das ein bisschen bewegen, merke ich gerade. Ja, da bin ich gespannt. Bin gespannt, was das wieder wird. Weiter geht's. Mehr Teile, mehr gut. So. Das weiße Runde, das schwarze Runde. Haben wir irgendein graues Runds. Dann haben wir so einen Stift. Und das graue drum. Der Dragon Cry schon wieder. Ja, du baust das gerade. Was baue ich gerade? Du alter Mo baust das. Was?
Ein gescheiter Schweinsbraten ist einfacher zum Bauen. Also, ich bin jetzt natürlich null... halt, stopp, da geht das blaue Ding rein. Ja, das ist das wahrscheinlich wieder ein etwas besonderer Brick. Der ist durchsichtig transparent. Haben wir noch nicht gehabt oder so. So, dann haben wir das Ding. Was ist da schon wieder los? Dragon Cry, merci dir! Oh. Nur beim Zambern gut Nacht mit Hanend. Da bin ich schon ein wenig traurig. Mr. Dragon Cry, merci as always. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr. Und am Sonntag in der Podcast-Folge. Wer sich die nicht anschaut, der ist sowieso raus. Brudi, der ist raus. Komplett. So, wo geht jetzt das Ding hin? Geht das jetzt dort? Hä? Ach, das geht da so drauf. Okay. Soll das da stehen? Weiß man nicht. Ach, das ist sein geschissenes Augen. Was? Das geht jetzt da vorne so ein, das soll ich halten. Tatsache. Lol. Tatsache! Lul. Okay. So. Da herum sind wir. Bauschritt 269. Nice. Gute Nacht, schlaf gut. Ah, du meinst den Dragon Cry wahrscheinlich. Du hast gefragt, wer das baut und wir haben nur geantwortet. Also, ich habe schon wieder vergessen, was ich labert. Was machst du am Montag an Taucher? Birger, was machst du am Montag? Herr Jacke, keine Ahnung, ich kann es nicht richtig lesen. Ich darf jetzt noch ein bisschen größer schreiben und ein bisschen öfter. Dann vielleicht. Aber nur vielleicht. So. Rot flach. Weiß flach. 4 mal 1 mal 2. Einmal den. Dann 2 mal ein 6 mal 2. Einmal ein 4er. Dann so ein eckigen grauer Teufel und einen mit dem Henkel, aber ein einzelner. Jawohl. Das schaut doch gut aus. Diesen hier. Diesen hier. Ich baue da herum, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Bitte, danke. Vergiss ich immer gern mal im Eifer des Gefechten-Daseins. Das ist falsch rum, dann brauchen wir das andere Teil. So rum und den weißen Flachen, den wir da auf. Alter, schmeißt dem mal einer ein Ritalin in die Pfotzen, bitte. Was für ein Ritalin, Alter? Schau aus, deine Ritalin braucht oder was? Du Klappspaten, du! Und da. Dann kommt jetzt da der lange Vierer drüber. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da geht es erst so. Dann kommt der lange Vierer. Jetzt check ich nicht ganz, wo der Zweier hingeht. Der geht der da hinten noch nicht. Okay. Und dann haben wir da herum noch. So ein grauer. Da habe ich wahrscheinlich auch den falschen, oder? Geht das so? Das geht überhaupt nicht so. Von euch jetzt wieder keiner gespannt. Ich weiß ganz genau. Keiner jetzt gespannt von euch. Braucht mir gar keinen Käse erzählen. Braucht sie mir gar keinen Käse nicht erzählen. So schaut das doch ganz passabel aus, Kinder. So, lass mich raten. Das Ding müssen wir jetzt nochmal bauen, bloß seitenverkehrt. So, Auge. Gott im Himmel, wo soll denn das hin? So rum und dann da ohne gesteckt. Nein, da ohne gesteckt jetzt. Lol. Ich seh's jetzt. Ja, er nimmt Formo! Da, er kann zwinkern. Das ist schon ganz nett gemacht. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. Das ist ganz nett. Gefällt mir gut. So, jetzt müssen wir das andere Augen bauen. Das schaut ein bisschen anders aus. Da hat er ja so eine Linse drin. Dann brauchen wir das rote. Haben wir nochmal so einen blauen durchsichtigen. Warum auch immer der durchsichtig ist. Man sieht ihn nämlich einfach nicht mehr. Warte mal. Das liegt aber eher an meiner Dummheit. Jupp, jetzt sieht man nämlich, du musst nicht ganz durchstecken. Birger ganz durchstecken. Grau einzeln. Dann haben wir irgendwo, muss so einen durchsichtigen, runden Teufel geben. Das ist der da. Dann haben wir zweimal einen roten Runden und einen schwarzen Runden. Und so einen schwarzen einzelnen. Ist das grau oder ist das schwarz? Ich glaube, das ist eher grau. So, da haben wir den Grippe rein. Und kommt schon
Der Grüppe, ne? Das wird sein Äuglein. Dann steckt man da das blaue Drum ein. Steckt man die zwei zusammen, dann kommt das da mal auf, dann kommt das da und eine und das da oben drauf. Oh, müssen wir zusammenstecken. Ja, und schon haben wir ein schönes Äuglein. Und das gehört wahrscheinlich auch einfach eingesteckt. So, jetzt erkennt man. Langsam aber sicher erkennt man was. Fabi, merci dir, Schluss jetzt, dass dir nie die Glassemmel ausgehen sollen. Was sind? Fabi, ich muss mich leider outen, ich weiß nicht, was Glassemmel sind. Außer du hast die vertippt oder ich lese falsch. Kann natürlich auch sein. So, nochmal 5000 Einzelteile, weil wir gerade schon dabei waren. 4er Einzel, das Ding, das Eckerte-Ding. Oh, wir neigen uns dem Ende zu, Kinder. Wir neigen uns dem Ende zu. Oh, wieder drum fertig. Haben wir wieder drum fertig. Glaubst es nicht? 2 6er, einen flachen 2er, einen weißen 1er, das Flügelding. Was ist da schon wieder los? Das war der Fabi. Merci dir. Ausgehen sollen Bierkrug. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch schnell erklären, was er meint. Glassemmel oder Glaswecker ist gleich Bier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Begriff, den ich so, glaube ich, noch nie gehört habe. Das gibt's bei uns einfach nicht. Das, meine ich, gibt's bei uns nicht. Zumindest nicht in diesen Kreisen. Weiß ich nicht, wie ich anders sagen soll. Da sind wir übrigens. Und diesen mal. Okay, das ist da zusammengestipselt. Ein wenig was zusammenstipseln, damit nichts passiert. Das ist der andere Flügel über seinem Auge. So. Und obendrauf dann das graue Ding. Hammer. Und dann steckt man das genau so, bloß seitenverkehrt da so ohne. Und schon haben wir ein Köpfchen. Und sehr schön. Absolut zauberhaft. Ja, wir nähern uns sehr rapide dem Ende. Wir haben auf Seite 121. So, was müssen wir da jetzt noch zusammenbauen? Ach, das sind seine Öhrchen. Er kriegt ein Öhrchen, hat er ja auch noch. Der gute Alte. So, wir brauchen das rote Ding. Wir brauchen ein schwarzes, flaches. Wir sind überhaupt nicht da. Okay, gut. Ist so Oberösterreich. Ist es ein typisch österreichischer Begriff? Also muss ich mich nicht wieder schauen, dass ich irgendwas nicht weiß. Das kann natürlich sein. Da ich kein Österreicher nicht bin ich fein raus. Ich darf mir den Fauxpas erlauben. Selbst wenn ich Österreicher war, sag ich dir, was ist, war es mir einfach wurscht. Aber war mir einfach wurscht. So, die komische Kurven brauchen wir dreimal. Einmal ein rotes einzelnes Stickerl, blablabla, das Öhrchen, ja, haben wir alles. So, einen roten Runden. Der rote Runde. Hashtag rote Runde. Wir hatten diese. Ah ja. Haben wir schon. So. Dann gehört da dann eben der rote. Das rundum gehört dann flach gemacht. Jawohl. Das gehört da so her, dann kann man das da so halten, wunderschön. Dann gehört das da in mitten rein. Dann gehört der Vierecker, die flache da rein und auf der anderen Seite gehört der blaue rein, aber der hält ja gar nicht. Der hält ja da drin gar nicht. Also der bleibt nicht. Ah, der rastet ein. Das wusste ich nicht. Und dann kehrt das Ding da unten so ans Öhrchen. Ohne, jetzt hat das Teil da eigentlich einen Sinn. Ja, verstehe schon. Warte mal. So. Ja, aber, hä? Das schaut so aus. Da unten, das schaut so aus, als hätten die abgeflachten Steine da, die da überstehen. Das deren sie aber nicht. So ein Blödsinn! Zweite Seite, selbes Prozedere nochmal.
zack, zack, zack. 1, 2, 3. Blaues Stickerl. Graues oder schwarzes. Ich glaube eher grau. Ich weiß nicht, grauer. 1 flach. Das weiße Ding. Das Öhrchen. Und ein graues rundes. Ja. Bauen wir im Prinzip dasselbe nochmal. Du soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Haben wir es bald, glaube ich. Ja, ein paar Standard haben schon noch. Bin gespannt, da kommen jetzt noch. Lauter so kleine Wuser. Habt ihr die alle da, ja? Es sind lauter so kleine Mini-Storndal, die da noch übrig sind. Da kommen jetzt offensichtlich dann noch an zigtausend Steinen irgendwelche kleine Details ohne. Habe ich so den Eindruck. Den roten Einser haben wir natürlich wieder vergessen. Dann kommt der weiße Grippe drüber. Dann kommt, hoppla, dann kommt der graue Teufel da einer, der Vierer, die graue da einer und das Teil da einer und dann gehört das ans Öhrchen. Öhrchen Nummer 2. Die Frage ist, wo das hinstehen muss. Da haben sie gar nicht Antennchen dran. Ach, man kann die dran. Sehr schön. Nächste Seite. Was kommt denn jetzt noch? Ach, jetzt kommt die Hinterseiten noch. Die haben wir noch nicht. Bürger, ist der ferngesteuert? Nein, ist er nicht. Das war nur das Schöne. Wenn er ferngesteuert wird, dann darf er 480.000 Euro kosten. So, wir bauen jetzt so eine Verblendung. Ah, und da kennen die ganzen Detaillichter rein. Jetzt haben wir beieinander. Aha. Gut. Weiß. Fünfmal Einser. Kruzifix, jetzt fährt mir der Scheiße. Staubsaugerroboter und suchbar Moni. Hau ab, ich bin beim Sammeln. Gut, dann werden wir halt ein bisschen entfernt sammeln. Die zwei brauchen wir. Dann haben wir zwei so drüber, die ums Eck gehen. Die brauchen wir. Das schieben wir jetzt einmal da so auf. Moment, den wir da auf die Seiten. Den wir das, dann die Storne, die wir brauchen. Dann haben wir die zwei da hier. Dann brauchen wir noch zwei weiße flach. Und jetzt haben wir soweit. Jetzt glaube ich, fight zum ersten Mal tatsächlich eins. Nein, wir brauchen bloß eins. Dann fight keins. Bin schon start. Zwei mit den Klappspaten und dann brauchen wir. Da gibt es jetzt helle und dunkle. Die haben für mich gleich. 4. Ah ja. Die haben im Tütchen getrennt. Danke, Lego. Sie sind im Tütchen getrennt. Die hellen der wir da her. Und die dunkle klauen wir dann von da oben raus. Und dann schaut das gut aus. So, da haben wir. Gibst ihm mal den hier. Zack. So rum. Dann müssen wir ein Kurvenstück. Ich bitte um ein Kurvenstück. So, dann dunkel, hell, dunkel. Gut. Ob man das jetzt direkt nach Anleitung bauen muss, wie diese Dinger da angeordnet sind, in welcher Farbe. Also ich hoffe, im Stream kann man es. Nein, jetzt drehe ich halt richtig ein. Ich hoffe im Stream kann man es. Ja, kann man schon erkennen, glaube ich. Dunkel, hell, dunkel. Nochmal dunkel. Hell. Das ist eine Fieslerei. Was ist denn da schon wieder los? Da jetzt scheiß der Creeper. Schon wieder mit dem Zehner. Schluss! Wann Millennium Volken? LG aus Scherding, Oberösterreich. Merci dir. Grüße zurück an unsere Lieblingsösterreicher. Bitte danke. Wann Millennium Volken? Der ist mir zu teuer. Der kostet einfach einen Tausender. Das, was soll das? Und dann kannst du mit dem Ding noch nicht einmal was tun. Den kannst du hinstellen und das war's. Den kannst du hinstellen und das war's. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Und sobald du ihn woanders hinhebst, ist er hin. Merci für den Zehner. Der Zehner ist 2, vor allem am Freitag auf die Nacht und du weißt es. Und du weißt es, aber das ist dir wurscht, hat's geheißen. Es ist dir einfach egal. Egal!
So, dann müssen wir noch ein paar Dinge da reinstipseln. Ein paar kleine Teifen. Damit es da einigermaßen irgendwie ein Muster ergibt. Dann geht da noch ein heller hin. Und da geht noch ein dunkler hin. Und wenn wir nicht noch mehrere von denen brauchen, dann hat das da eigentlich jetzt irgendwie. Ist doch total scheißegal, wenn man das da reinbaut. Ist ja total scheißegal. Das soll ja bloß sein. Was imitiert denn das? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Machen wir den so. So. Das glaube ich, ist sein Hinterkopf-Auspuff. Auspuff! So, brauchen wir. Dann kommen da auch wieder Klinker ohne. Also das Ding kann man offensichtlich auch wieder bewegen dann am Schluss. Wie gehört jetzt das? Gehört es so oder gehört es so? So. So. Sehr schön. Hört ihr eigentlich eine Hintergrundmusik? Das habe ich vorher schon gar nicht gefragt. So, und das geht. Oh, nein, wir sind noch nicht ganz eingeschnappt. So, so. Und jetzt kehrt das da so ohne pflanzt, oder was? Halt, stopp. Und zwar so. Und wo kehren die Dinger ohne? Ist jetzt das besoffen, oder was? Warte mal, so. So. Ja, ich glaube, ich verstehe schon. Ja, und dann kann man dazu klappen. Ah, schön, dann kann man dazu klappen. Und dann hat er einen schönen Abschluss für sein Bälle da hinten. Es liegt leider Gottes nicht genau im Winkel mit die Stornen auf, aber es ist schon okay. Es ist schon okay. So, wieder hingestellt. Freunde der Sonne, wir nähern uns dem Ende. So schaut's aus. Aber ganz schön leise. Sehr leise. Ein bisschen lauter, mal. Besser? Solange ich nur einigermaßen zum Herrn bin, bin ich zufrieden. So. 2-mal schwarz. 4-mal schwarz. Mit 2 Nippeln. Was ist denn da dran? Da ist irgendein komisch. Hä, was ist denn das? Was sind. Wieso zwickt mir jetzt was ins Auge? Bist du behindert? 4-mal schwarz. Dann 4 schwarze Einser mit Nippel. 4 schwarze Einser. Dann 4 schwarze flache. Lass mich raten, das Scheißding müssen wir auch wieder 2-mal bauen. Natürlich müssen wir es 2-mal bauen. Natürlich müssen wir es 2-mal bauen. Was auch sonst. Das ist oft, habe ich den Eindruck, bei Modellen so, dass du einfach, da die halt immer sehr synchron sind und symmetrisch sind, baust du immer das Gleiche. Oh, die 4-mal eine Schräge habe ich noch vergessen. So und so. Und so. Und so. Und noch eine Schräge und noch 2 Einser-Schrägen. Was genau bauen wir da jetzt? Ach, seinen komischen Kühlergrill da hinten. Okay. Ja, okay. Bin ich schon steil. Und wie oft müssen wir das bauen? 4-mal, sehe ich das richtig? So. Dieses und hoppla. Und jetzt sind. Oh, wir haben jetzt da 2 verschiedene gebaut. Moment, das sind nicht die gleichen. Birger macht jetzt nicht denselben Scheiß wie vorher. Nicht denselben Käse wie vorhin. Da sind 2 ein bisschen länger und 2 ein bisschen kürzer. Das sind die kleinen und das sind die großen. So, und wo kehren die jetzt hin? Schubladen, fahren wir wieder rein. Das ist da so. Okay, da kehren die kurzen wahrscheinlich ohne. So. Ja. Ja. Mit den kurzen kenne ich mich aus. Hat's geheißen. Sauberer Kühlergrill ohne geschissen.
Wunderbar, die einzelnen Steine sind ein wenig schief, aber das ist nicht so schlimm. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir da. Oh, wir müssen oh mein Gott, wir müssen zusammenstecken. Achtung! Suchzeug wird zusammengesteckt. Und zwar, der Kopf wird nun mit dem Rumpf verheiratet. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein. So, wie soll jetzt das vonstatten gehen? So. Oh, warte mal. Hä? So. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich muss bei seinem Anblick ständig an E.T. denken. E.T. 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 Achtung. Na? Na? Was tue ich jetzt da, du Arschloch? Hast du gar nicht durchgefahren. Nein, hab ich jetzt wieder einen Kacke gemacht. Nein, aber nicht. Oh oh. Mr. BD1, lass den Kopf nicht hängen. Da hab ich auch ein Lochzwing mitgenommen. Ah! Nicht aufgefallen. So, jetzt. Da muss weiter rein. Jetzt was schießen. Ja. 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 Ja, okay, der Kopf hält. Aber er ist schon sehr wackelig auf den Beinen, muss man schon sagen. Hinkommen brauchst nicht. Sag ich dir, wie es ist. Ohne kommen brauchst nicht. Und Container, warte mal. So ist es schön. Sehr schön. Schau dir noch. Ja, ist schon cool. Aber 100 Euro ist einfach lächerlich. Also, dafür ist er einfach zu teuer. Für das, dass er isst, was er isst. Sag ich dir, was es ist. So! Schalte wieder um. Wir haben noch nicht fertig. Kinder, wir sind noch nicht fertig. Da sind wir. Bauschritt 276, Entschuldigung. So, jetzt müssen wir... Oh, sein Stimpack müssen wir noch bauen. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein. Stimpack. Da, 3-mal Steckerl. 3-mal das Ding. 3-mal goldener Knubbel. 3-mal schwarz-rund mit Stifterl. Und 6-mal die grauen Dinger da. 6-mal den. 4, 6. So. Jetzt so signieren und für 200 und um 200 verkaufen. Wer bietet mehr? Die höchste Donation kriegt ne. Oh, war das ein Fotzen-Move, Alter. Das war das letzte vom letzten. Das schwimmt dem letzten mit dem Schwimmflügel hinten rein. So stark war das letzte. Oh, muss ich wieder ein bisschen weiter 4 gehen, sonst sagt sie wieder nichts. Dann kommt da so. Oh, das schaut doch gut aus. Da haben wir das kleine Spritzerl. So. Dann müssen wir das da drauf machen. Und das da eine. Das Ganze brauchen wir 2-mal. So. Dann wird das links und rechts eingesteckt. Mein Micah joined the chat. Kubala Hans entered the chat. Ihr Vollidioten natürlich nicht. So gut darf es mir jetzt schon kennen. Also dann mag ich mir den selber irgendwo hinstellen. Das ist für mich auch eine Erinnerung, wenn das da herin sprichwörtlich in
Kann man das nicht weiter einschirmen? Nein, kann man nicht. Da bei mir im Bunker herin steht, dann erinnere ich mich dran. Haben wir miteinander im Stream gebaut. Very good, very nice. So, und vorn auf kommen die schwarzen Spitzel. Und das soll also ein Stimpack darstellen. Aber ja, ist okay. Ist okay. Aber ein Stimmpack. Eins Stimmpack. Achtung, irgendwo ist der Schubladen. Er hat da an der Seite, haben wir ja vorher einen Schubladen gebaut. Und da kommt jetzt der Stimpack rein. Seht ihr das richtig? Flop. Ja, kleines, mittelmäßig nettes Gimmick. Mei. Aber angenehmer als war es nicht drin. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist. So, ich glaube, wir haben noch 5 Seiten. Antenne einmal, zweimal ein grauer Einserstipsel. Gehört eingestipselt und das Ganze müssen wir zweimal machen. Dachte ich mir schon, ja, der hat 2 Antennen. Und dann kehren die an seine Öhrchen ohne gesteckt. Das seht ihr jetzt natürlich relativ schlecht. Das ist mir schon klar. Aber die drehen wir natürlich nach oben, ja. Also mit Antennen wird er vielleicht schon groß dann langsam, gell? Aber ein bisschen wackelig ist er auf die Füße. Machen wir so. Ach, das da unten ist ein Schüttel. Weil das ist ein Schüttel zum Aufsteigen. Okay, also. Den langen Hammi. Glatt mal. Blub und noch einen glatten. Nein, das ist der falsche glatte. Wo ist der glatte? Da ist der glatte. Ja, haben wir das beieinander. Das wird der Ständer, wo der Baby-Dings drauf. Oh. Wo der Baby-BD1 draufsteht. Ich halte ihn noch mit der Kamera, vielleicht erkennt man. Ist eine ganz kleine Figur. Ist schon cute. Muss man sagen, das ist nicht. Die ist auch extra dafür gemacht worden. Das ist klar, aber ist mit Sicherheit ein anderes Star Wars Set drin und dann ist es auch nichts Besonderes mehr. So, jetzt braucht man finally diese ganz komischen, die habe ich wirklich, die schauen aus, als hätten sie einen Fehler. Die habe ich den erst noch nie gesehen. Jupp. Da, jetzt geht's ruckzuck. Sagt ich. So, und da gehört der Aufkleber auf. Hat eigentlich irgendjemand schon diesen sagenumwobenen Aufkleber gesehen? Ich hab keinen Aufkleber. Kinder, ich hab keinen Aufkleber. Aufkleber wo? Aufkleber wo? Wo geht denn das Ding hin? Da ist noch ein schwarzer gleiche, ein langer. So. Anleitung wieder nicht ganz angeschaut, Birger. Anleitung wieder nicht ganz angeschaut. Das ist ein Ständer. Merkst du das selber wieder nicht? Weiß zwar nicht, was diese Ständerdinger da halten sollen, aber. Warte mal. Da. Das ist quasi ein Schädel. Vielleicht im Plan. Das ist durchaus möglich, ja, aber da wird mir da schon angezeigt, dass ich den Aufkleber abziehen soll. Dann kommt die kleine Figur drauf und steht der da so daneben. Und dann soll er fertig sein. Ist der Aufkleber vielleicht da herin? Schachtel, habe ich irgendwo in einer Tüten vielleicht was weggeschmissen? Nicht, dass ich wüsste, da ist noch mehr eine Teileliste drin. Na. Ist jetzt das dein Ernst, Lego? Ist jetzt da kein. Wie vergrantig, gell? Hat sich irgendein Hurensohn den Aufkleber aus der Schachtel lassen? Da habe ich das richtig verstanden. Erste oder letzte Seiten. Haben die Aufkleber im Plan drin? Ist das gang und gäbe? Schau, nein, der Schachtel. Ja, habe ich gerade reingeschaut.
Also auf der ersten Seite ist nichts. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Aufkleber da drin ist. Sage ich dir auch, wie es ist. Das ist jetzt extrem ärgerlich. Nein, die Tüten waren extrem. Aufkleber schwirrt oft. Sagen wir es mal so. Also da haben wir auch nichts irgendwie. Tja, Freunde der Sonne. Und haben wir keinen Aufkleber. Toll. Den müssen wir verschmissen haben. Also entweder es war wirklich keiner drin oder wir müssen ihn verschmissen haben, weil das Ding war noch... Also das war noch Klebestreifen zu. Die haben wir... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die aufgemacht haben oder ob... Das ist extrem ärgerlich. Beim Lego-Support melden und sofortig dann verdammten Sticker anfordern. Mr. Jokes, das wären wir da. Das wäre das erste Mal, dass die einen Aufkleber vergessen haben. Ist das, kommt sowas vor? Keine Ahnung. Auwezwick, hast du den schon gehabt? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Es war im letzten Stream hast du ihn doch irgendwo noch da. Ich wüsste vielleicht nicht, dass ich den jemals in der Hand gehabt habe, beim letzten Mal streamen. Wie bei Ikea, irgendwas fehlt immer. Habe ich noch nie gehabt und ich habe echt viel Lego. Ja, das darf mich jetzt ehrlich gesagt auch wundern. Ich wüsste aber nicht, dass ich letztes Mal, irgendwann der letzte Stream ist schon eine Zeit her. Ja, aber gut, ich habe alles da auf einen Haufen gelegt. Ich habe nichts so gelangt, das ist die 6 Wochen lang da einfach gelegen. Den, wenn ich in der Hand gehabt hätte, das darf ich wissen. Mama auf Detektei Bürger in schauen nach in alten Stream. Obst du schon ausbackelt hast, meine ich. So. Ja, ich kann gut, keine Ahnung. Ich sag das, was ist. Warte mal. Nö. Nicht, dass er irgendwo außergeflattert ist, jetzt da. Tja, das ist ehrlich. Das ist immer so bei mir. Da hat ein Bauteil gefeit. Schau dir doch deinen Stream nochmal an. Ja, eher nicht. Wohl eher nicht. Tja, Freunde der Sonne. Dann haben wir wohl keinen Aufkleber nicht. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich sag das aber, wie es ist. Ich werde es beim Lego-Support probieren. Sag ich dir, wie es ist. Jetzt haben wir heute das Schädel da, wo nichts drauf ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Achtung. In seiner vollen Pracht. Kann man sich schon hinstellen. Und eigentlich war das Ding noch mit dabei. Und da steht halt BD1 drauf, ist das ein Star Wars Aufkleber. Ich probiere es einmal. Vielleicht erkennt man es da einigermaßen. Ja, ist ein bisschen finster. Aber da ist halt einfach, was steht da so drauf? Star Wars BD1. Behold Your War Droid Concepts. Wie groß das er ist, 43 cm Navigation Repair. Was auch nicht so technische Daten aus dem Warhammer, sag ich. Aus dem Star Wars Universum. Die haben den jetzt am geschickt dann hin. So. So. Heftel von der Anleitung ausschneiden und mit Tesa festpicken. Vielleicht kann ich mal was ausdrucken oder keine Ahnung. Schauen wir mal, der wir da her. Ja, ich sag das, was es ist. Ich werde an den Lego-Support schreiben und dann werde ich außerfinden, was die so dazu sagen.
Ich kann ja auch sagen, Freunde der Sonne, ich habe einen Livestream als Beweis, dass da nirgends, dass die Schachtel aufgemacht worden ist und dass da nirgendwo ein scheiß Aufkleber drin war. Und war das jetzt die Kohle jetzt wirklich wert? Für den Preis, den ich gekriegt habe, ist es okay. Für das, was das Teil UVP normalerweise kostet, ich glaube über 100 Euro, nein. Absolut nicht. Zum Hinstellen ist er ganz nett. Der hat, was hat er für Features? Let me show you its Features. Er hat da ein kleines Stimpack drin mit einer kleinen Schublade. Ja, man kann den Kopf neigen, nach unten, nach oben und so bleibt er dann auch. Ja, jetzt bricht ihn dann wahrscheinlich gleich auseinander, weil es so gut funktioniert. So, na, das ist zu hoch. Machen wir so. Stellen wir wieder hin. Wunderbar, damit man schon sieht. Und man kann die Beine drehen, aber es bringt nichts, weil du ihn so nicht hinstellen kannst. Das ist es total für Katz. Aktuell liegt er bei Amazonien bei knapp 70 Euro. Ja, genau. Ich habe einen Link in der Beschreibung, wenn Sie so ein Ding kaufen wollen, dann habe ich was davon. Achtung, Werbung, Dankeschön, Bussi aufs Nussi. Meine klare Empfehlung ist, kauft ihn euch nicht, auch nicht für 70 Euro. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, für wie viel ich das noch gekauft habe. Das habe ich letztes Mal im Stream gesagt. Das war der letzte, den es da gegeben hat. Da hat er nur mehr einen 10er weniger gekostet, glaube ich. Ich glaube, ich habe unter 60 Euro gezahlt. Bürger Sky auf Schutzfolie nach auf der Platte. Schau auf der Schutzfolie nach auf der Platte. Was für Schutzfolie auf der Platte? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist eine Schutzfolie auf der Platte? Mr. Ahios, was meinst du? Bürger, schau auf Schutzfolie nach auf der Platte. Ich weiß nicht, was du meinst. Was für Schutzfolie auf der Platte? Meinst du auf der Platte da? Die ist einfach glatt. Da ist nichts. Was ist da wieder los? Der Bugelsepp! Die Anleitung war ja in einer extra Schachtel drin. Hast du die noch? Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Anleitung in einer extra Schachtel drin war. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, sage ich dir auch, wie es ist. Aber ich hab die Pappmatte nicht mehr, wo die Anleitung drin war. Vielleicht war er da drin. Das kann gut sein. Kann gut sein, dass ich den mittlerweile weggeschmissen habe. Weiß nicht, Brudi, weiß nicht. Aber wieso habe ich den weggeschmissen? Naja, ärgerlich. Ärgerlich. Ich werde trotzdem einen Lego-Support anschreiben. Und werde versuchen zum sagen, da war keiner drin. Ich werde versuchen zu sagen, da war keiner drin. Bastel doch auch mal was von anderen Herstellern, günstiger und auch mal besser. Du, Mr. Loki, wir haben beim letzten Mal, wir haben eigentlich damit begonnen, mit Mold King, da hinten, wo ist er? Da hinten auf meinem Regal, da muss ich ein bisschen auf die Seiten fahren, vielleicht sagt man sogar, warte mal. Da steht ein Panzer von Mold King, ein Tigerpanzer, mit dem haben wir eigentlich angefangen. Den BD-1, den habe ich mir eigentlich nur eingebaut, weil im Mai durch dieses Star Wars Spiel gekommen ist und da haben wir ein paar spezielle Videos dazu gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, das passt ganz gut. Ja, und den ersten Teil haben wir vor 2 Monaten schon gemacht und heute haben wir ihn fertig gemacht. Und jetzt wird er voran ins Regal eingestellt und da bleibt er dann, bis er stirbt. Ich finde alten Stream nicht mehr komisch. So, der ist nicht in der Gaming-Playlist, der ist ein bisschen weiter unten in der Blade-Schmerz-Playlist. Der Lego-Support ist top, was dir fehlt, bekommst du sofort. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch ist oder nicht. Der Capricorn schreibt, Birger, ich habe mir kurz in den alten Stream geschaut, ich sehe da keinen Sticker-Sheet, aber er kann in der Pappverpackung der Anleitung sein. Ja, und die habe ich hundertprozentig weggeschmissen. Was mich ehrlich gesagt aber auch ein bisschen wundert, dass ich die nicht in die Schachtel eingesteckt habe. Ja, dumm. Dumm. Nein, ist es wirklich nicht. Ja, okay. Ich werde es probieren beim Lego-Support. Sag ich, aber es ist bei den Aufkleber mag ich. Und dann ist es wieder etwas, was auf alle Fälle aufs Jahresmerch draufgehört, dass ich halt einfach alles wegschmeiße und vorher nicht reinschaue. Herzlichen Glückwunsch mir selbst. Lego-Support ist wirklich gut, die versuchen möglichst viel Stress zu vermeiden. Ja, da tun sie auch gut daran. Weil lass einmal, ich meine, sie haben ja schon einmal Bekanntschaft gemacht mit einem riesengroßen YouTuber. Oder der dadurch riesengroß geworden ist. Das hat Lego sicherlich nicht gut getan auf Dauer, dass einer der größte deutsche Lego-YouTuber negativ über Lego schmatzt. Das tut einer sicherlich nicht gut. Ich rede jetzt nicht von mir, ich bin kein großer, ich sage jetzt mal ein kleiner bis mittlerer YouTuber, zumindest in Bayern und Österreich, vielleicht ein etwas größerer. Und ja, kommt ganz drauf an. Ich werde euch schon wissen lassen, was der Lego-Support sagt.
Steffi ist notiert, Dankeschön, passt. Da ist auch nicht mehr lang hin. Krass, oder? Jetzt haben wir noch 4 Wochen, dann ist Sommerpause und dann ist schon wieder Sommerpause. Was zur Hölle eigentlich? Freunde der Sonne! Ich sage euch jetzt etwas. Jetzt lohnt es euch zurück, genießt den Freitagabend weiterhin. Der gute Dante schreibt noch was, von Kobi kommt der riesige Tigerpanzer mit 8000 Teilen. Hätte sich auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gerne ein komplexes Technikmodell. Also, das machen wir erst wieder Richtung Herbst, Winter, dass wir Lego-Sessions machen. Und dann da ich sagen, überlegen wir uns entweder mal in einem Stream oder im Discord oder so, was für ein Modell das wir da aussuchen. Ob wir mehrere kleine machen oder ein größeres, komplexes, das sich halt über längere Zeit, über mehrere Streams zieht, wo wir dann am Wochenende füllen können. Aber die erste Zeit nach dem, wie soll ich sagen, nach der Sommerpause, die ist sowieso erst einmal mit sehr langen Spielen gefüllt, weil da kommt Starfield, dann hätte ich gern The Last of Us 2 gespielt. Ist das schon mal viel, dann kommt der Horror Oktober, dann ist schon wieder Weihnachten. Die Schiffe von Kobi habe ich auch schon angeschaut, entweder so eins, ein Bismarck oder ein Tierpitz hätte ich gern, oder eben ein Technikmodell. Also ein großes Auto oder so, das wirklich was kann. Das würde mich interessieren. Ja, aber der Panzer hat UVP von fast 600 Euro. Du, bei 8000 Teilen darf er auch 600 Euro kosten. Ich habe ein Technikmodell mit 3000 Teilen, ist eigentlich ganz geil, aber leider fehlen Teile. Das ist bitter. Du, bei mir fehlt der Aufkleber. Es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass das irgendwo in dem Pappardeckel drin gewesen sein kann. Der Scheiße Kühl schreibt, oh, Bismarck war geil, da gibt's von Sabaton ein Mega-Lied. Gott sei Dank. Horror Oktober, it's okay, nein, it's überhaupt nicht okay, bam, 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 das war nicht der Horror Oktober. Mr. Jacke, hast du zufällig 4 Promille? Ich weiß nicht, du bist ein bisschen zu begeistert, glaube ich. Bismarck habe ich gebaut, ein Traum. Ich habe ein bisschen Angst bei der Bismarck und bei den Schiffen, dass der Rumpf recht eintönig ist zum Bauen. Das ist ja immer das Gleiche. Das ist absolut synchron. Das Ding ist ja fast 1 Meter lang oder 90 Zentimeter lang, dass das Ding halt relativ eintönig zum Bauen ist. Also 10.000 Mal dieselben Steine und Ding und so. Und den Eindruck habe ich bei so Technikmodellen nicht. Also sagen wir es so, ich hätte gerne ein Modell, das so asynchron ist, wie es noch gerade irgendwie geht. Das haben wir da oft. Da, der linke Hax ist synchron zum rechten. Das heißt, wir bauen zweimal einfach das Gleiche und das ist halt einfach, im Prinzip ist es mir wurscht, aber es war halt einfach interessanter, wenn es permanent was anderes war. Aber ich wüsste halt nicht, welche Modelle sind nicht symmetrisch. Großes Technikmodell, schau mal, Kader Ferrari. Ja, das war bei meiner Lego Titanic auch so. Ja, ist ja nur logisch. Ich meine, das Schiff ist sehr symmetrisch, das ist ja klar. Das ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber das halt für den Stream auch einigermaßen interessant ist zum Anschauen. Und dass man nicht da 4 Stunden das Gleiche, dann 4 Stunden denselben Store auf denselben Store drauf, ist halt einfach langweilig. Muss ja ein bisschen was tun. Und da finde ich, haben so kleine Modelle auch irgendwie besser. Ja, ein bisschen Abwechslung. Am besten so kleine Modelle, ich sage jetzt einmal bis 500 Teile, die wir auf einen Stream auf 2-3 Stunden fertig kriegen. Ja. Millennium Falcon ist nicht symmetrisch, der hat auf einer Seite ein Cockpit. Kann dem Arox empfehlen, mit Kran und so, also Pneumatik dabei. Ja, sowas ist auch geil. Pneumatik habe ich als Kind so ein paar so Pneumatikteile gehabt. Das war lustig. Der Mold King Schaufelradbagger ist ein richtig schönes Technikmodell, hat bei Opa zusammengebaut. Mir fehlt ein Zahnrad, ohne dass das nicht funktioniert. Der Ecto One, 2300 Teile, ein BMW-Motorrad oder sowas. Ja, da war der Mehrstücke. Ein Vader sein Schädel, der ist ja nur symmetrisch. Und ich mag kein Lego. Das war halt, das habe ich auch damals beim letzten Stream schon gesagt, das war das erste und letzte Mal, so gut es möglich ist und es ist sehr leicht möglich, ein Lego-Modell zu bauen. Den habe ich mir nur damals gekauft, wie im Mai ein Spiel gekommen ist, in weiser Voraussicht so, ja, wird schon gut sein, der erste Teil war auch geil. Ja, hab mich getäuscht. Aber jetzt haben wir einen BD-1 da stehen, der kommt hinten ins Regal da oben auf und dann passt das. Weißt du schon, was du in deinem Lieblingsmonat den Oktober zocken willst? Ja, zum Teil. Einmal Amnesia the Bunker und
Scheiße, wie heißt das andere Spiel? Da gibt es irgendein Alien-Spiel. Bloß weiß ich nicht, wie das genau bewertet ist. Das müssen wir uns dann anschauen. Aber Amnesia auf alle Fälle. Und mal schauen, was bis dahin noch kommt. Layers of Fears. Das werden wir auch spielen. Der Herr Scherer hat einmal immer gern. Ab mit Battle ins Discord von den Lego-Teile. Vielleicht ist was dabei, was man taugt. Ja. Inspiration schaut nie. Mr. Yaki, warum soll man zum 18. Mal Visage spielen? Das haben wir schon durchgespielt. Oder mal das Blue Bricks Mr. Bean Auto. Schnell gebaut und sieht gut aus. Oh, Mr. Bean, mit Mr. Bean kannst du mich haben. Mr. Bean ist immer gut. Chef, was steht denn nächste Woche im Streamplan? Dasselbe, was diese Woche im Streamplan stand. Zumindest bis jetzt. Also am Montag Dave the Diver werden wir uns auf alle Fälle noch mal eine Runde anschauen. Und ob wir am Mittwoch noch mal Aliens spielen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Das kommt jetzt ganz drauf an, ob ich noch mal weiterspiele oder nicht. Und ansonsten weiß ich noch nicht. Ich darf gerne noch Halls of Torment ausprobieren. Ich habe über einen Retro-Reise-Stream nachdenkt. Aber da muss ich, die alten Spiele ist sowieso schwierig zum Laufen zum kriegen, vor allem stabil und so. Und da muss ich vorher so viel einspulen, damit ich mir ein bisschen auskenne und so. Das ist nicht ganz einfach, vor allem bei dem Spiel, was ich gerne spielen darf, oder der Spieleserie ist ja meistens. Der Loki! Ist das ein Nice-Mitglied oder ist das ein Resub? Säge von da leider Gottes nicht. Loki! Achtung, du kriegst die Privattröte, weil kein Sound mehr ist. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Loki, welcome to the squad, ist mir wurscht, danke für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Retro-Reise Fallout oder die Elder Scrolls wäre gut. Mr. Michael 5935. Es ist erstaunlich, wie dermaßen akkurat du mein... Loki, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe die Ehre an den Loki. Wer nicht mitmacht, kriegt kein Stimpack vom BD1. So schaut's aus. So. Leute, merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Wie sieht's bei dir aktuell mit Diablo aus? Bei mir ist der Grind auf jeden Fall real. Bei mir ist er schon lange wieder vorbei. Ich bin jetzt Level 83 oder 84. Ich spiele aber auch schon seit 2 Wochen nicht mehr und war 10 Tage nicht da. Also ich habe auf eine Woche bis auf Level 80 ungefähr gespielt. Zwischen Level 70 und 100 gibt es leider kein richtiges Endgame. Darum habe ich da nicht so viel Bock mehr drauf. Aber ich freue mich sehr auf die Season. Da werde ich einen anderen Char spielen und dann werde ich wieder reinsuchen. Ob ich da einen Stream einschalte, das weiß ich noch nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich das Spiel gerne auch einmal Offstream genießen würde vom Startweg mit meinen Spätzchen. Und ja, ich freue mich auf die Season. Aber momentan ist der Grind bei mir vorbei. Heißt aber nicht, dass das Spiel schlecht ist, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Diablo 4 ist richtig gut. Bis Level 70, 75 geht, dann ist es vorbei. Für mich zumindest. Wer da noch weiter grinden will bis auf Level 100, do it. Birger, meinst du das Dead Space mit den Aliens? Nein, das ist ein, wie heißt denn das? Es ist ein Horrorspiel. Das ist im Juni rausgekommen, aber es ist, glaube ich, recht schlecht bewertet. Darum werden wir es wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, schauen wir mal. Wir werden sehen. Herr Glück! Gleich das nächste neue Mitglied. Was ist denn jetzt wieder? Gibt es jetzt ab 10 wieder Mitgliedschaften umsonst, oder was? Morgen! Herr Christoph, welcome to the squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre, Herr Glück. Willkommen im Squad. Nehme mir ein Nütchen raus. Merci für die Mitgliedschaft und Dankeschön. Wir sehen uns übrigens spätestens am Sonntag um 1 kommt die neue Folge Podcast. Am Montag um 20 Uhr kommt der Stream, nächsten Mittwoch auch. Nächstes Wochenende gibt es keinen, oder jetzt wird es wahrscheinlich bis zur Sommerpause an den Wochenenden generell keine Streams mehr geben. Ich wollte jetzt das Ding einfach nur fertig basteln da. Damit er Ruhe ist. Ich meine, es ist jetzt Sommer, da hat keiner Bock da umeinander zu mocken, da habe ich auch keinen Bock nicht, dass ich mir jetzt da am Wochenende herhocke und stream. So ehrlich bin ich auch. Ich glaube, das nimmt man aber auch keiner übel. Und dann ist er Ruhe. Die gibt es dann erst wieder im Herbst, Winter. Dafür da umso mehr. Ja, längere Streams, mehrere Streams. Wie ich es versprochen, wie es auch Anfang des Jahres war, seitdem ich es versprochen habe, seitdem wir uns einmal geeinigt haben, so auf, es gibt weniger Videos, dafür gibt es mehr Streams.
Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Jetzt bin ich gespannt, wie sie sich entwickelt, wenn Twitch weg ist. Jetzt just a was ist denn jetzt wieder? Ist wieder das lustige Phänomen, wenn einer anfängt mit der Mitgliedschaft, dann kommen 25 andere. Jetzt gibt nur der Dyson Nicer. Was ist denn jetzt wieder? Kinder, geht bitte alle mengen die Privatröte, ich weiß eh. Die war für einen Creeper. Und die war für einen Dyson Nicer. Welcome to the Squad, Leute. Dankeschön. Schluss jetzt mit Donations und Mitgliedschaften. Hebt euch die meinetwegen für den Montag auf. Heute bin ich zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. Aber, ganz wichtig, ab in den Chat. Habe die Ehre Mr. Creeper, habe die Ehre Mr. Dyson. Wer nicht mitmacht, der kriegt keinen Sticker mehr von Lego. Einer muss einen Anfang machen, das ist absolut richtig. Loki, Dankeschön. Achtung, der Loki ist übrigens ein Drahtzieher von mir finanziert, der fängt an, damit die anderen nachmachen. Das war eigentlich auch mehr ein guter Trick. Guter Trick. So, Schluss jetzt. Dankeschön, Mr. Creeper, Mr. Dyson, Dankeschön. So, Leute. Jetzt krieg ich wieder ein bisschen Kreuzweh. Das ist ein bisschen ich hätte weiter oben fahren können einmal. Aber der Stuhl geht nicht weiter oben. Da kriege ich aber ein bisschen Kreuzweh. Da ist einfach, weiß ich nicht, so Bugler sitze ich normal nicht da. Auf Dauer. Aber gut. Dankeschön fürs Zugucken. Leave a like. An alle, die noch kein Abo da lassen haben, lasst ein Abo da. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Herzlichen Dank für die ganzen Donation heute. Waren auch wieder ein paar einige dabei. Herzlichen Dank für die Resubs und herzlichen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften, die es gerade noch schnell 5 vor habe ich die Ehre ausgeschwappt hat. Wir haben heute einen BD1 fertig gebastelt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und es war einigermaßen unterhaltsam. Ich hatte meinen Spaß. Es war auf alle Fälle gemütlich und das machen wir mit Sicherheit wieder. Aber erst nach der Sommerpause. Sommerpause ist übrigens lass mich kurz überlegen, ich glaube vom 2. August ist der letzte Stream und dann einen ganzen Monat. Dann bin ich erst wieder am 4. September ist dann der erste Stream. Das wird ein Blättschmerz und am Mittwoch dann Starfield und was wir da dann tun, und wir gleich Mittwoch, Donnerstag, Freitag mal Starfield einsuchten, aber nicht den ganzen Tag, sondern nur abends von 8 bis 10 bzw. Open End. Wir werden sehen. Das macht der Zukunftsbürger dann, wenn ich die Ich bin wieder da Videos mache. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Triple F für die Moderatoren. Ich habe gesehen, der YBO ist da. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand da ist. Küsschen aufs Nüsschen und jetzt schleichen sie sich davon. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich mir selber dann nochmal das Beutel im Stream anschauen. Gerne im Nachhinein in die Kommentare, wie die 1440p angekommen sind, ob alles passt hat. Da gehe ich jetzt gar nicht so aufs Kamerabild drauf ein, sondern eher auf den Chat rechts unten. Das ist eigentlich der größte und beste Indikator dafür. Warte mal, machen wir mal Folgendes noch. Das ist eigentlich der beste Indikator dafür, wie scharf ist die Schrift. Ich meine, meine Webcam, die da geben natürlich kein so gutes Bild ab, dass das für 2K bzw. 4K reicht. Da müsste man ein Computerspiel spielen, aber das werden wir dann am Montag sehen. Mich würde es interessieren, wie es beieinander war. Ich glaube, es hat ganz gut gepasst. Und der Stream, glaube ich, ist auch nicht öfter abgehackt wie einmal. War ich kurz einmal weg, hat es geheißen, wird schon passen. Naja, gut. Der Fabian hat noch eine wichtige Frage. Wieso sind eigentlich die Löcher bei den Gitarren zubickt? Weißt du, wie die Gitarren hallen, wenn da herin jemand sitzt, der ab und zu mal so laut ist ungefähr? Weißt du, was die Gitarren dann, wie die nachher dann? Das ist extrem unangenehm. Extrem. Kehrt vielleicht einmal ein Schwarztier hier ein, dann schaut es nicht so beschissen aus. So! Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, jetzt verpisst euch. Bussi auf das Nussi, bis Montag und überhaupt und sowieso. Press F für alle Anwesenden, Press F für einen Sticker. Hilft nicht, werden wir vielleicht von Lego ankriegen, wir werden sehen. Und jetzt schleicht euch, Küsschen aufs Nüsschen, bis Sonntag um 1 Podcast-Folge nicht verpassen. Heißt übrigens der Kanal Speziwirtschaft, Ausrufezeichen, Podcast in den Chat hinein. Und wir sehen uns am Montag um 20 Uhr mit Dave der Diver. Und jetzt schleicht euch! Hashtag Nippelfötze. So, tschüss.